So, OBS, geht jetzt da was oder freut's dich wieder nicht? So, grüß Gott beieinander. Da müsste der Angel, der um 4 schon im Stream hockt und sich dafür entschuldigt, dass er noch um 5 einen Termin hat. Angel, viele Grüße in den Lurk. Merci dir. Franzl Schorsch, habe dir, Verb habe dir, Frau Semkroweiff. Einen wunderschönen Mittwochabend. Ja, es fängt schon zauberhaft an. Ich drücke auf Stream starten und hau einen Ping aus, so von wegen, ja, ich war jetzt da nochmal live. Dann schaue ich so auf mein Dashboard und denke mir, hä? Ja, irgendwie kommt da kein Bitrate nicht, es kommt nichts, kein Upload nicht, what the fuck, was ist jetzt los? Ja, mein Stream-Key in OBS hat sich verabschiedet, warum auch immer, keine Ahnung, es war nicht mein Update, ja, er war einfach gone. Man muss halt der zweite Ping herhalten, das hilft halt immer nicht. Der Feier, da habe ich die Merci für den Lurk. Wie geht's euch? Ist alles zauberhaft? Ich hoffe doch. Ja, ich bin halt vorbereitet, glaube ich, hoffe ich, denke ich. Wir haben zwei Sachen, die ich dann noch gleich schnell ansprechen möchte. Da geht es um Kanalpunkte, da hat sich ein bisschen was verändert. Sage ich aber gleich was dazu. Auf alle Fälle, ich bin sehr, sehr gespannt, was das für später jetzt wird, was wir jetzt dann da, ne? Was wir da jetzt dann gleich vor uns haben werden. Ja, ich hab's gedownloadet, schon am war ich live, Montag? Nein, Schmarrn, Sonntag. Sonntag habe ich es noch gedownloadet. Und ja, bin gespannt, was das wird. Es ist auf alle Fälle, es hat für PS5 eine Grafik oder halt ein Next-Gen-Update gekriegt. Ja, so wie der Witcher, was heute kommt oder heute gekommen ist, weiß ich nicht. Und außer einem Trailer, den ich mir vor, keine Ahnung, einem Dreivierteljahr mal angeschaut habe ich von dem Spiel nichts gesehen. Ich habe mir nur von 5, 6, 7, 8 verschiedenen Personen sagen lassen, die Story soll baumbrechend sein. Und da haben wir gespannt drauf. Das wird schon werden. So. Dann schauen wir mal, was da auf uns wartet. Bin ich schon sehr gespannt. Ich meine, muss man schon sagen, wir haben ja heuer schon das eine oder andere emotionalere Projekt gehabt. Wir haben ja schon das eine oder andere richtig starke Storyspiel beendet, wie jüngst jetzt God of War zum Beispiel. Da wo ich mich momentan privat ein bisschen beschäftigen noch damit. Wir haben ein Plague Tale gehabt, was eine sehr, sehr intensive Storyline gehabt hat, in beiden Teilen. Ja. Also da war schon ein bisschen was dabei. Und jetzt schauen wir mal, ob da The Last of Us mithalten kann. Laut Aussagen der Personen, die mir das empfohlen haben, ja, da kann es mithalten. Hoffentlich wird es nicht wieder traurig. Ja, muss nicht sein. Also ich weiß, es gibt einen zweiten Teil, das weiß ich. Von dem habe ich aber auch gar nichts gesehen, auch nicht einmal einen Trailer oder sonst irgendetwas. Jetzt schauen wir mal, wie der erste wird. Wie gesagt, noch Kritik noch sehr, sehr gut. Der zweite weiß ich nicht so genau, glaube ich, hat nicht ganz so gut angeschnitten. Müssen wir mal schauen. Ja, da lassen wir uns jetzt einfach überraschen. Ich finde das schön, wenn man so richtig komplett unvoreingenommen in so Story-Spiel kann. Weil da hat man keine Erwartungen nicht, da hat man keine Ansprüche nicht, da weiß man einfach gar nichts. Das glaube ich, wird eine zauberhafte Reise. Die werden uns sehr wahrscheinlich auch ins nächste Jahr mit beschäftigen. Also ich kann nicht sagen, wie lange das Spiel geht, aber ich glaube nicht, dass wir es heuer noch fertig bringen. Von wann ist denn das Spiel? Das glaube ich ist für PlayStation 3 damals sogar rausgekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Dann hat es für PlayStation 4 Remaster gegeben. Und dann ist für PlayStation 5 nochmal komplett optimiert worden. Also das Spiel ist eins der wohl am besten verkauftesten Sony-Exklusivtitel, die es gibt. Offensichtlich, wenn es dreimal neu aufgelegt wird, oder beziehungsweise zweimal, weil einmal PS3 ist ja Ursprung, dann PS4 und dann halt nochmal PS5, dann muss das Spiel was können. Dann muss es ja verkaufen wie sonst was, weil sonst taten sie es nicht. Ja, und trotzdem habe ich es halt nie angelangt. 2015 eventuell. Nein, 2015 nicht mehr. 2015 war PlayStation 4 schon da. Das ist, müssen wir mal schauen. Ich konnte es da echt nicht sagen, von wo. Jetzt pass auf, das haben wir jetzt gleich. Das ist erschienen
Am 14. Juni 2013 war die Erstveröffentlichung für PlayStation 3. Lol, das ist 3 Monate nach God of War gekommen. God of War Ascension ist nämlich im März 2013 gekommen. Das weiß ich. Stimmt, das weiß ich noch. Weil da habe ich auf God of War Ascension gesponnen wie ein Geistesgestörter und hab's nicht mehr da warten können und da war zeitgleich der Last of Us dann in aller Munde, dass das so gut werden soll. Richtig. Ja gut, da haben wir schon wieder was gelernt. Bildungsstream. Haben wir eh schon wieder beieinander. Und wie es spoilert wird, dem Bonki höchstpersönlich aus dem Leben. Genau. Leidels, also ich meine bei euch, die wo jetzt momentan schon da haben, da gibt es eh keine Probleme, das werde ich auch dann nochmal verschärft ansprechen. Bitte haltet mit Spoiler und Backseat Gaming, das schreibe ich jetzt nur in den Titel, vorsichtshalber. Nicht, dass irgendwer daherkommt und rotzt mir da seinen Spoiler rein, weil dann wird es zintig. So, das ist schon richtig schön fett geschrieben, mit 18 Ausrufezeichen, dass ja wirklich jeder Blinde nur lesen kann. Ja, machen wir ihm gleich einmal so, damit da ja nichts passieren kann. So, na was, Freunde der Sonne, wir haben Kanalpunkte technisch eine kleine Änderung. Es betrifft 2 Kanalpunkte-Belohnungen. Das eine ist das Thema Controller umdrehen, das ist weggefallen. Das wollte ich eigentlich vor 3 oder 4 Wochen schon auslöschen, aber ich habe einfach nie dran gedacht. Den Kanalpunkte-Request, den gibt es nicht mehr. Ich finde irgendwie, ich weiß nicht, das hat nicht so gut funktioniert, wie ich gemeint hätte. Ich hab das ein wenig anders in Vorstellung gehabt. Und noch dazu, warum sollte einer 5000 Kanalpunkte für das ausgeben? Also ich meine, es hat eigentlich irgendwie keiner was davon, außer dass ich halt 3 Minuten auf der Stelle stehe, weil ich mich halt nicht controllertechnisch arrangieren kann, quasi, wenn der Controller verkehrt rum ist. Ja, also diese Kanalpunkte-Belohnung, die ist raus. Und es ist noch eine weitere Kanalpunkte-Belohnung entfallen, mehr oder weniger. Das ist die Gnädelcam. Im Endeffekt dasselbe in grün. Warum sollte einer 7.500 Punkte ausgeben dafür, damit er 3 Minuten meine Hasel anschauen kann, aber sonst kein Content nicht passiert. Ja? Das ist praktisch eine bezahlte Werbepause, macht nicht wirklich viel Sinn. War so ein bisschen die Alpha-Version von dem Ganzen, aber die Gnädelcam bleibt erhalten in Form von, jetzt passt's auf, die haben wir nämlich jetzt zukünftig in den Pausenscreen mit integriert. Ja? Also immer dann, wenn ich in den Pausenscreen wechsle, da fällt jetzt der Chat-Wecker, weil den könnt ihr ja so und anders lesen, der muss jetzt nicht unbedingt da in den Overlay drinnen sein. Dann könnt ihr zukünftig, wenn ihr mal in einer Pause gehen muss, wenn es vor allem längere Streams sind, ja, ich sage jetzt einmal so bei so wöchentlichen Streams, wo ich jetzt wie heute macht, da ist ja in der Regel kein Pausenscreen, nicht, da ziehe ich in der Regel durch. Aber gerade wenn am Wochenende so Streams sind, wie die, wo so 4 Stunden plus sind, oder jetzt gerade am Sonntag, wo wir den Community-Zock machen, haben wir jetzt uns dazu entschieden, dass wir die Gnädelcam einfach in den Pausenscreen integrieren. Ja? Ich glaube, das ist für alle in Ordnung. Es braucht keiner mehr dafür Kanalpunkte requesten oder damit hadern, ob er die jetzt ausgibt oder nicht. Ich glaube, das ist für alle fair. Ja? Weil ganz aus dem Sortiment nehmen wir wollt das nicht. Und so, glaube ich, ist eine Lösung für alle, die wo halbwegs passt. Dauerflausch-Werbesendung. Ja, das können wir mal einen Flauschknädel-Werbesendung-Stream machen. Genau. Das ist soweit alles, was neu gibt. Ja, das sage ich vielleicht dann am Ende des Streams auch nochmal dazu, falls wir mehr werden. Oder ich gehe mal davon aus, dass wir nur ein paar mehr werden. Aber ich glaube, das ist so an und für sich ganz gut gelöst. Denke ich mal. Ja? So, dann da ich sagen, Leute, sollen wir uns jetzt der Last of Us einmal anschauen? Wie schauen wir aus? Ich glaube schon. Ich glaube, dass wir uns einmal ganz gemütlich und ganz langsam einmal diesem Spiel widmen werden. Das, wo so viele Leute so gut finden. Und ich nie gespielt habe. Es ist, glaube ich glaube, dass das Spiel wieder so ein richtiges Paradebeispiel dazu werden kann, wie es bei Plague Tale gewesen ist. Ja? Ich habe von dem Spiel, ich habe gewusst, dass es existiert, aber es ist an mir komplett vorbeigegangen. Und hinterher haben wir gedacht, Alter, wie hast du das Spiel überhaupt übersehen können? Und also der Last of Us könnte genauso sein. Dass man am Ende des Projekts denkt, Alter, wie behindert bist du eigentlich, dass du das Spiel nicht gespielt hast? Wer spoilert, frisst sein eigener Breselfetzen. Mit Gewicht. Mit Gewicht, Mr. Seitsching. Gut, so. Jetzt passt so macht. Jetzt machen wir da mal Musik aus. So gern ich Pokémon Lo-Fi Musik auch mag. Aber, Freunde, jetzt wird's intens.
Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie man von den Soundeinstellungen her hand. Ich habe jetzt einmal den Sound so lassen, wie er bei God of War ist. Ja? Also tendenziell eher ein bisschen lauter, weil ich glaube, dass wir viele Gespräche mitnehmen müssen. Soll ich jetzt da irgendjemand das Ohrwaschel zerreißen, dann bitte sagt's mir das. Und wenn es gar nichts hört, dann sagt's mir es bitte auch. Ja, dass wir das ja hinkriegen. So, dann darf ich sagen, Freunde der Sonne. Gehen wir einmal da rein in das Viech. Ja, wie ich schon gesagt habe, das ist für PS5-Name komplett überarbeitet worden. Und wir schauen uns das an, was das Spiel kann. Dev, habe ich dir, du Geiler. Alles geil bei dir. Steht, dass deiner schaust. Flauschig. So, mir ist gespannt. Bald Feierabend? Sehr schön. So soll es doch sein. Die Woche ist schon fast wieder umgebracht. Bei dir alles gut? Ja, selbstverständlich. Ich habe jetzt 2 Tage Freischicht. Dann noch einen Tag Frühschicht die Woche und 2 Tage Spätschicht nächste Woche und dann ist Urlaub. Also da kann es mir nur gut gehen. So. Drücke irgendeine Taste, ja, das ist schon mal gut. Was haben wir jetzt da? Genau, es gibt da scheinbar zwei Teile innerhalb vom ersten Teil. Das ist einmal das Hauptspiel. Und dann gibt es scheinbar noch das Left Behind. Spiele zusätzliche Kapitel, die während den Ereignissen von The Last of Us spielen. Das sollte man halt erst machen, wenn wir die Story fertig haben. Ja, da müssen wir dann nochmal schauen. Ich habe bei den Optionen schon alles so weit eingestellt. Also ich war tatsächlich schon einmal im Spiel. Ganz kurz, aber auch nur da bis zu dem Screen. Mehr habe ich nicht getan. Und wer spoilert, dass es Tipp gibt, der will nicht wissen, was passiert. Ja, ich glaube, es hat ja jeder verstanden, dass keiner spoilern soll. So, neues Spiel. Wir spielen es auf Mittel. Ja? Also der Mittelweg ist, glaube ich, immer das Beste, was du machen kannst. So, was haben wir jetzt da? Zielen umgekehrt? Oder müssen wir schon wieder zielen? Aha, also man muss scheinbar schießen. Oder wie sage ich das? Du hast Mittel ausgewählt, die Herausforderungsstufe kann jederzeit unter Optionen Schwierigkeitsgrad genommen werden. Das ist gut. Ich tippe jetzt einmal drauf, dass ein Intro kommt. Naughty Dog kommt unter anderem auch die... Oh. Aufgemerkt. Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. Oh Gott, habe ich die Ehre, gleich. Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier, Was ist das? dein Geschenk natürlich. Geburtstag oder wie? Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines, sie ist Was? schön, aber ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Kann man mal machen, als Kind mit Drogen dealen. Das war natürlich Sarkasmus, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass es ernst gemeint hat. Wie schauen wir denn vom Ton aus? Passt der Ton? Monkatz Christi, machen wir gleich, gell? Gute Nacht, meine Kleine. Hallo?
Sarah, Kleines, du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also... Onkel Tommy? Hallo? Okay, eskaliert das jetzt schon wieder, oder was? Sprache minimal lauter. Ich gleich mal schauen. Aha, da sind wir Was ist jetzt. denn da los? Spielen wir mir jetzt die ganze Spiel so ein Dirndl, oder was? Das letzte Spiel, wo wir ein Dirndl gespielt haben, das war emotional Achterbahn. Jetzt passt so, wacht. Kaido, da kann ich ins Menü gehen, das ist schon mal gut. So, wo haben wir denn jetzt da? Audio. Audio brauchen wir, da der wir jetzt einfach mal, der Dialog bleibt laut, dann der wir einfach Musik mal um 20% runter und Effekte, die tun wir auch mal um 20% runter und dann meine Filme lassen wir auf 100%, dann wird das schon passen. Hoffe ich jetzt einmal. Und für den Fall, dass wir immer nur ein wenig leiser sind, dann können wir da auch noch mal um ein paar Prozent der Laufe gehen. Aber da 90, Alter, das war der falsche Reiter. Den wollten wir nicht, den brauchen wir. Ja, wir da auch noch ein wenig auf und dann wird es schon passen. So, Mondkatz, wir tun wir gleich weiter. Mondkatz möchte ein ASMR-Einschenker haben. Dem Wunsch gehe ich natürlich sehr, sehr gerne nach. Das Spiel ist auch, ja, auf leicht gestellt. Wir beim Mittel kann ich nicht so fit aus dem Bett. Okay. Nice Info, sei. So, jetzt passt auf. Schnell ASMR einschenken. Das druckt man ja jetzt noch durch, weil ich glaube, dass das intens werden kann. Dann ist, glaube ich, nicht verkehrt, wenn man ausreichend hydriert haben. Ja? So, jetzt passt auf. Mondkatz. Ich hab mir vorher extra nur für die fast neue Flaschen geholt. Ja, das Zeit, da ist viel ASMR drin. Und das wird jetzt hoffentlich schon funktionieren. Was das einmal kann aus viel. Ja, warum wundert mich das bei dir nicht? Ja? Was heißt, warum wundert es dich nicht, dass das keinen wundert? Ja? Also, aufgemerkt. Der gute Metallica-Becher, Metallica macht nicht nur auf der Bühne Muse, sondern auch deren Becher macht Muse. Ja? Und das ist eine gute Geschichte, habe ich gehört. So, in diesem Sinne, Mondkatz und Bazigang, Prost auf euch. So, ich gehe mal bieseln. Ja, und nimm dann auch ein halbes Bier mit, damit ja auch nichts passiert. So. Jetzt aber, Freunde, tun wir weiter. Wir wollen ja wissen, Schwipschwab Sponsoring wann. Wenn ich das geschafft habe, dann habe ich Twitch durchgespielt. Das sogar der weiß, ob es ist. Gut. Schauen wir mal. Also, das ist scheinbar Vater-Tochter. Ne? Und jetzt hat ihr Onkel angerufen, er hat irgendeinen Stress. Was haben wir da? Aha, sie ist schon mal PC-affin, das ist schon mal gut. Das gute Headset liegt auch da. Maustastatur. Oh, leck! Sogar CDs. In Zeiten von Spotify. Ja gut, 2013. Hat es 2013 Spotify schon gegeben? Ach, verdammt. Die habe ich total vergessen. Oh, das ist ein Geburtstagskarten. Herzlichen Glückwunsch. Öffnen. Du bist kein Fossil. Noch nicht. Herzlichen Glückwunsch, lieber Papa. Also schön, du bist nie da. Du hast die Musik, die ich höre. Du verachtest die Filme, die ich mag. Trotzdem schaffst du es jedes Jahr aufs Neue, der beste Vater zu sein. Wie machst du das? Alles Gute zum Geburtstag, Paps. Hab dich lieb, Sarah. Okay, mir heißt man also Sarah. Hat schon gegeben. Gitarre und AMP auch am Start. Passt. Wo Gitarre, AMP? Gitarre? Ich hab lul. Ach da! Ja, richtig. Ja, sie ist musikalisch, das ist schon mal gut, die Sarah. Okay, wir wissen, sie heißt Sarah. Da können wir auch noch was da. Können wir da noch mit telefonieren? Ja, die Leitung hört sich Ist tot. Wollte ich gerade sagen. In der Leitung wird nicht mehr sein. Du sauber eine Stereoanlage? Dad? Irgendwie habe ich gerade riesig Sim-Vibes. Ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie gerade, das schaut gerade so massiv aus wie im Resident Evil Sim. Kann man nicht helfen.
Was ist das? Sehr gut, da ist Scheißhaus. Wer kennt's nicht? Aufstehen und die erste Amtshandlung am Tag. Einmal sauber gnädeln. Haben wir eine Zeitung? Da. Texas Herald, Anstieg von 300% aufgrund von mysteriöser Infektion, hohe Aufnahmezahlen in örtlichen Krankenhäusern. Speien wir mir wirklich Resident Evil? Die behördlichen Lebensmittelüberwachung erweitert die Liste der kontaminierten Früchte, riesige Rückrufaktion erwartet. Die Behörde setzt ihre Untersuchung von möglicherweise mit Schimmelpilzen befallenen Früchten im Land fort. Okay, jetzt ist es aber schon massiv, wie Risisim, gell? Ursprüngliche Listen, die landesweit an den Einzelhandel verteilt wurden, warnten vor aus Südamerika eingeführten Pflanzen. Aber jetzt wurde der Bereich auf Mittelamerika und Mexiko ausgeweitet. Mehrere Unternehmen haben bereits freiwillig ihre Lebensmittel aus dem Handel zurückgerufen. Die Behörde wird voraussichtlich eine erweiterte Liste von Lebensmitteln veröffentlichen, die unter Fortsetzung auf Seite 3 Polizei, verwirrte Frau, tötete ihren Mann und 3 weitere Personen. Ja, okay, es hat scheinbar Fruchtfliegen-Pandemie, was weiß ich. Daddy? Ah, der schaut noch Fernsehen, so wie das ausschaut. Bist du hier? Mit der landesweit ausgebrochenen Verdammt, wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter ist in der Nähe. Aggressivität neigen und Sofort alle hier wegbringen, es tritt Gas aus. Hey, es scheint, dass die Soldaten hinter mir... Was war das? L3 drücken. Oh Gott. Okay, da hat's was. Wo haben wir eigentlich? Ist das... Nein, New York wird das nicht sein. Das ist klar für New York, meine ich, oder? Ja, das wird man bestimmt noch erfahren. Gibt's da irgendwas? Sehr gut, der Bügeleisen da, das ist zauberhaft. Dad! Kann ich eigentlich laufen? Das ist 2 für New York, ja. Was ist bloß los? Alarm, Einsatz oder so. Schöne Bude ist es aber schon, gell? Sein Telefon. Aha. Ja, lass mir das einmal schnell vibrieren, da müssen wir uns einmal noch umschauen. Du schau mal in den Gefrierschrank rein, ob da was, eine Tiefkühlpizza drin ist. Ich komme heute spät nach Hause, du kannst dir Essen bestellen, wir sehen uns morgen früh, Papa. Sehr gut, der Pizzalieferant. Der Pizzalieferant hat schon geholfen. Schauen wir uns erst einmal noch ein bisschen in der Bude um. Da. Oh, schöner Garten. Sehr gut, der Weber-Grill ist auch da. Der hat mir schon sympathisch. Zieh ich ein. Brauchst mir gar nicht mehr überzeugen. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja? War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Es sind die Coopers. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Wolleck! Oh Gott. Jim! Dad! Jimmy, komm her! Komm her! Jimmy, bleib zurück! Jimmy, ich warne dich! Nein! Geh! Du hast ihn erschossen. Sarah, Ich habe ihn heute Morgen gesehen. hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los! Wo verdammt warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Das eskaliert mir schon wieder zu stark. Scheiße. Geh da rein. Da ist überall Blut. Ist nicht meins. Lasst uns einfach abhauen. Anscheinend sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Irgendein Parasit oder sowas. Sagst du mir, was passiert ist? Später. Hey, Sarah. Wie geht's dir, Liebes? Ganz gut. Okay. Ist das Radio an? Ja, klar doch. Danke. Kein Radio. Es hat ein bisschen nach einem Zombie ausgeschaut. Eben noch hat
der Sprecher palavert. Und wo sollen wir hin? Er sagte, das Militär baut Straßensperren auf. Kein Zugang zu Travis Wir County. müssen so schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. Die wollte ich nehmen. Wie viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Tommy. Haus. Ja. Sorry. Ja. Wie ist das passiert? Das weiß niemand. Es hat so ein bisschen was von Walking Dead. Es Grad. schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man was über die Ost- und die Westküste. Ja, im Himmel. Das ist Louis' Farm. Berichtigung. Schweinehund hat's geschafft. Das war Louis' Farm. Ganz bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Nicht Hat Jimmy hier. nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut, glaub mir. Okay. Mal sehen, was sie brauchen. Was zum Teufel machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Joel. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Fahr vorbei, Tommy. Weiß ich nicht, ob ich das auch tat. Als du. Jemand anders wird kommen. Wir hätten helfen sollen. St. Peters. Okay. San Antonio. Okay, wir haben in Texas quasi. Alle Idioten hatten dieselbe scheiß Idee. Wir könnten einfach umdrehen und... Was zum Teufel los jetzt? Ach du Scheiße. Dreh um. Oh mein Gott. Tommy! Tommy! Scheiße! WTF? Was ist das denn? Was zum Teufel war das denn? Hast du es gesehen? Ja, habe ich. Verdammt! Dreh hier, dreh hier! Nein, 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 nein. Wovor rennen die weg? Hol uns hier Ich raus. versuch's ja! Ah, Oh nein. Wir können hier nicht anhalten, ich Tommy. kann nicht durch sie durchfahren, Joel! Fahr zurück! Hinter mir sind sie auch! Da! Festhalten! Fahr! Okay. Daddy? Hey. Hey! Zurück, Kleines. Zurück. Mir geht's gut. Ja, der hat's schön. Der hat's geschafft. Da, Kleines. Okay, gib mir die Hand. Was ist denn? Mein Bein tut weh. Wie schlimm? Ziemlich schlimm. Wir müssen jetzt rennen! Gib uns Deckung. Komm schon. Halt dich fest. Okay. Ah, okay, jetzt. Okay, wir haben scheinbar Daddy. Ich hab Angst. Mach in die einer Augen auf, Zombie-Apokalypse. Lauf weiter! Alles klar. Leute, da brennen. Kleiner. Nicht hinsehen, Sarah. Sieh einfach nur mich an, Kleines. Alter, was ist denn mit euch? Ich hier raus. Versprochen. Zurück, es sind zu viele! Hier lang! War das jetzt gewollt so oder war das jetzt. Lang! Durch die Gasse! Ah! Zombie-Apokalypse wegen Fruchtfliegen. Ja, scheiße, da ist so.
Wenn ich es richtig verstanden habe. Er ist tot! Verdammt! Ja, wenigstens kann man die Zombies scheinbar wirklich kaputt schießen. Da, Kleines! Sie kommen durch den Zaun! Weiter, dass ihr wegkommt! Komm schon! Tot! Bewegung! Sehr gut reinkneipen, das ist eine gute Sache. Los zum Highway! Los! Du hast Sarah! Ich bin schneller als sie! Onkel Tommy? Wir treffen uns dort. Ach, das ist der Onkel! Daddy, wir müssen ihm helfen. Er schafft das schon. Ah, wir müssen da durch, hä? Oder auch nicht? Schau da, hab ich dir. Daddy, wir müssen ihm helfen. Okay, ich sag schon, bei dem Spiel musst du sehr schnell Entscheidungen treffen können. Laufen wir den nachher, oder was? Komm näher. Ist das dein Ernst? Dad? Kali Epi, einen schönen guten Abend miteinander. Habe ich dir, wünsche dir alles fit bei euch. Schön, dass du da hast. Habe ich dir, Safira. Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Oh, das Militär? Helfen Sie uns. Stopp! Bitte. Meine Tochter. Ich glaube, ihr Bein ist Bleibt da gebrochen. stehen! Okay. The fuck? Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Wir Tommy? bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße. Bitte was? Oh nein. Sarah. Der hat jetzt nicht die Tochter erschossen. Lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß, es tut weh. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah. Ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Der hat jetzt nicht die Tochter erschossen. Kleines. Kleines, tu mir das nicht an. Bitte tu mir das nicht an. Oh Gott. Bitte nicht. Nicht. Ja, das fängt da gut an. Das fängt absolut gut an. Der Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Aber hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht Soweit zum Thema, hoffentlich wird's nicht traurig. die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Wir haben jetzt eine Viertelstunde im Spiel. Los Angeles gehört jetzt ebenfalls Eine Viertelstunde. Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 2 Endlich mal einer aus Bayern und sagt, Grippe war ihn erwischt, sonst alles gut. Oh, Kali, dann wünsche ich eng dir natürlich von Herzen gute Besserung. Und ich hoffe, dass du schnell wieder fit wirst. übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Dankeschön, Ungrau vergeht nicht. Ja, genau so ist es. Wird alles wieder. Ja? Gut, bei dem Wetter brauchst du ja nicht wundern, dass die dumme Krypta erwischt. Ja, lecke. Sommer. ...20 Jahre später. Kali, danke fürs Followen. Ich komme.
Na, wie war dein Morgen? Okay, wer bist jetzt noch und du? Auch ein? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich 2 Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber keine große Sache. Gib mir das. Leben die Arschlöcher noch? Ist das seine Frau? Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Ja, das waren einfach nur 2 Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert. Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Michi, aber der beste Game ever. Ja, jetzt haben wir soweit. Schauen wir mal. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Ja, okay, jetzt mal ganz langsam. Okay, fassen wir nochmal zusammen. Wir haben jetzt 20 Jahre später. Unsere Tochter ist erschossen worden und wir haben scheinbar vor 20 Jahren mitten in der Zombie-Apokalypse eingeraten. Ja? Und jetzt ist halt die Frage, ist das immer nur so? Ja? Also es heißt Sperrstunde, also offensichtlich ist da noch irgendwas im Busch. Kenne in- und auswendig jede Schwierigkeitsstufen durch. Ja, so krass suchteln wäre es nicht, aber schauen wir mal, was das Spiel kann. Scheiß. Soldaten sorgen doch draußen für Ordnung. Das werde ich Ihnen mal sagen. Schaut aber schon gut aus auf der PS5, so ist jetzt nicht. Kübrit. Alle Einwohner müssen stets in der Lage sein, sich abzuweisen. Anweisungen des städtischen Beamten ist Folge zu leisten. Sieh mal da. Es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Okay. Auf alle Fälle Militär, da haben die leider gesperrt. Oder stehen eine Schlange für irgendetwas? Lass mich in Ruhe. Auf den Boden. Okay, scheiße. Ich hab nichts Falsches gemacht. Hände hoch, verdammt nochmal. Mach schon. Werden jetzt erschossen? Einer stirbt. 100%. Nein. Ich bin nicht infiziert. Es ist falsch. Bitte. Augen nach vorne. Okay. Erledigt. Hä? Was haben sie jetzt eingeschlagen? Verdammte Scheiße. Halt's Maul. Du kannst froh sein. Das passiert, wenn man sich im Abbruchhaus versteckt. Wait a minute, haben sie die eingeschläfert oder was? Wir sind hier durch. Wir brauchen 2 Säcke und noch 2 für die Kiste. Oha, Es gibt immer mehr Infizierte. die fackeln aber nicht lang. Und umso mehr, die sich wegschleichen. Ich habe uns Papiere besorgt. Wir sollten uns keinen Ärger machen. Bleib einfach cool. Okay, weiterfahren.
Ausweise bitte. Bitteschön. Was wollt ihr hier? Ich habe heute frei. Besuche einen Freund. In Ordnung. Geht weiter. Danke. Boah, leck mich am Arsch. Los hier, los! Durchschließen! Feuerfleisch! Schieß, verdammt! Sie hauen ab! Feuerfleisch? Joel, weg hier, komm schon. Ah, jetzt hat Sprinten, okay. Die Luft scheint rein zu sein. Checkpoint 5 ist bis auf weiteres geschlossen. Alle Zivilisten müssen den Bereich. So, vedere. Okay. Ja, nice. Medikit ausrüsten. Also man muss... Ah, da muss man Druck halten dann. Checkpoints schließen. Okay. Wir werden außen rumgehen müssen. Ja, Steuerung, ja, wir mal schauen. Oder wir lassen Robert in Ruhe. Hauptsache ist fit bei dir. Hey Tess, hast du es mitgekriegt? Ich war da. Hey, wie sieht's am Osttunnel aus? Er ist frei. Bin gerade durch. Keine Patrouille. Was habt ihr vor? Wir wollen Robert besuchen. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Marlene? Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Ja, gerade habe ich noch so ein paar Fragezeichen über meinem Kopf. Robert? Was hältst du davon? Gefällt mir nicht. Wir sollten ihn vor den Fireflies finden. Warte mal, hat nicht der Onkel vorher auch Robert geheißen? Wir sind dran. Okay. Leute, wie sieht's aus? Es braut sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Ah, Tom, alles ruhig. okay. Keinerlei Militär oder Infizierte. Das hört man doch gern. Na gut, Joel, Hauptsache hilf mir mal damit. ein Dartscheiben und einen Fernseher haben wir da, das ist gut. Ich kann mich gerade nicht mehr daran erinnern. Hat er geheime Geheimgang? Seid vorsichtig da draußen. Es werde Licht. Jetzt wollte ich gerade sagen, so ein dunkler Keller. Das ist schlimm. Du sollst darauf achten, was sie wegwerfen. Könnte besser sein, Wetterbau hätte Bescheid und mein Dispo hat mir das ja Vorspaß machen wieder. Oh je. Hast du wieder länger eine Schicht vor dir, oder wer? War zu viel Action auf One Haufen. Ja, definitiv. Unsere Rucksäcke sind noch hier. Okay. Nicht mehr viele Kugeln. Tja, du musst gut zielen. Ha! Ich und gut zielen. Hast du schon mal was von meiner Kartoffel eben gehört? Die ist berühmt berüchtigt fürs Danebenschießen. Ja, 2 noch, Luna. Okay, Cowboy. Hilf mir hoch. Ja, die Steuerung, meine, die wird gewöhnungsbedürftig. Aber schauen wir mal. Kriegen wir schon. Bereit? Ja, man. Ein Kartoffel einfordern, ja. Na los. Aber wer genau ist sie? Ist sie unsere Frau, unsere Freundin oder wie oder was? Geh weiter.
Okay. Vorsichtig. Bin ich das nicht immer? Ist das eine Fangfrage? Erst einmal umschauen. Wo haben wir denn da überhaupt? In einer Kirche oder was? Möglich. Schaut mir wie so ein Bistro aus. Oder wie so eine Pizzeria. Kaffeemaschine. Ja, mal schauen. Wie jetzt? Da gibt's keinen Loot? Was ist denn das schon wieder für eine Stunde? Aber es schaut schon gut aus, gell? Also da sagen kannst du nichts. Zumindest bisher. Oh, was haben wir da? Wo ist die Leiter? Sie muss hier ja irgendwo sein. Ein Lord dann? Ah. Vielleicht geht's da auf? Nein, da geht's nicht auf, okay. Jetzt müssen wir Lord dann suchen, okay, na toll. Ja gut, aber die ist dann wahrscheinlich eher da hinten, weil sonst wäre ja die nicht dumm gerannt. Alles gut, bin gesund und munter heimgekommen. Morgen wären 2 Container im Piting zum Lohner. Habe ich letzte Woche schon gemacht, war chillig. Mittag rufen sie an und fragen mich, ob sie weitermachen sollen. Habe ich gesagt, das okay, ja, das ist ein Bitch-Move gewesen dann. Aber zumindest hast du heute einen angenehmen Tag gehabt. Ach so, Moment einmal, ach so, ja, wollte ich gerade sagen, wir müssen mal Leute finden, dass wir da raufkommen. Okay. Hab sie. Gut, bring sie rüber. Gute alte Leute. Ladies first. Sagst du auch noch, dass du auf den Moos schauen Du kannst? musst mich wohl verwechseln. Alles ist relativ. Hier lang. Ja gut, da hat schon länger keiner mehr gewohnt drin. Teil 2 ist auch gut. Jetzt schauen wir erst einmal, wie Teil 1 ist, ja? Redet er schon vom Teil 2, da haben wir noch eins noch gar nicht gespielt. Oh, leck, du musst sogar selber deine Taschenlampen einschalten. Ist das dein Ernst? Aha, und am selben Knopf schaltet die auch wieder aus. Caroline. Ja, okay, da ist eine Familie irgendwann. Jetzt hier runter. Ob Robert unsere Waffen noch hat? Ja, das kannst du aber jetzt auch am Bläden verzeihen, dass uns jetzt da nicht irgendwas Wenn wir anspringt. unsere Waren erst haben, werden wir sie auch schnell los. Aha, Ziel, wie man zielt, weiß ich schon Wann mal. kommt was Neues rein? Wir treffen Bill nächsten Monat. Mehr Pillen, viel Munition. Vermutlich. Das ist am Anfang, ja. Tja, er hat immer irgendwas. Das reicht dann für eine Weile. Warte. Spuren. Aha. Wie jetzt? Laufen jetzt mit der Gasmaske umeinander, oder was? So, jetzt sicher, jetzt bist du in her, damit auch nichts passiert. Ja, da knackst du jetzt schon wieder. Da kannst du jetzt warten drauf, bis Wo die kommen die her? irgendwas Ist ja was anspringt. hier sauber. Die kommen irgendwo raus. Pass auf. Aha. Ach, man kann sogar in geduckter Haltung schießen, okay. Oh, was ist das? Da liegt ja der Grund. Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich wachsam bleiben. Wie, die Leiche ist nicht alt? Hast du die Leiche einmal angeschaut? Der liegt da mit Sicherheit schon 3 Wochen da und. Leck mich am Arsch. Hier sollten wir durchpassen. Oh, Scheiße. Alles okay? Ja. Die Ja, muss verdammte ja. Decke kommt runter. Pass auf. Sehr gut, mich. Vorsicht. Du sprichst ja gar nicht blind, was die haben auf sich. Aber
Pass auf, pass auf. Helf mir. Meine Maske ist kaputt. Ich will mich nicht verwandeln. Die schieße maximale Sicherheitskugel an den Kopf, ey. Was willst du jetzt tun? Boah, leck, musst du dann unterm Spiel entscheiden, was du machst, oder was? Ah. Gehen wir. Das schaut verdammt detailreich aus, wenn du mich fragst. Okay. Aha, sehr habe ich dir Schnäpfler geschehen, dass du auch mit durchfährst. Das Schnaufen macht mich halt so ein bisschen, ne? Macht das so ein bisschen kirre. Sigi, was wird bei dir? Oh, jetzt hat jetzt seine Waffen für gezogen? Nein. Okay. Davon. Hörst du das? Shh. Bleib geduckt, um dich an Gegner heranzuschleichen und drücke Dreieck, um sie zu packen. Also, und der merkt jetzt nicht, dass ich hier Taschenlampen habe, oder was? Hat schon mal irgendwer einen Zombie erwürgelt? Hat das in der Weltgeschichte schon mal irgendwer geschafft, dass einer einen Zombie erwürgt? Himmel. Okay. Also die zwei kann ich halt wahrscheinlich nicht ausschalten, in dem... Die machen Brotzeit. Ja, die machen Brotzeit. Ist eine perfekte Zeit dafür. Ich schleiche mich da jetzt einfach vorbei, weil warum Mund vergeuden, wenn man da vorbeischleichen kann? Da haben wir gar nicht lange umeinander. Ich bleib lieber mal duckt für den Fall der Fälle. Nicht, dass die was lohnt. Da gibt's da nirgendwo einen Loot, das ist doch gelungen. Price habe ich dir. Bei dir euch so, freilich passt soweit, müssen morgen eine größere Präsentation halten, aber sonst, ja, das wird einem schon siegen. Bei uns soweit ist gut, es hat intensiv angefangen. So viel kann ich da schon mal sagen. Nein, da wollte ich gerade sagen, da muss doch irgendwo gibt's da was. Wobei ich aber sagen muss, das, was man looten kann, wird gar nicht einmal so eindeutig gezeigt. Also bisher zumindest, ne? Mal auch viel übertrieben. Atmosphäre ist auf alle Fälle da. Lass mich raten, wenn ich jetzt da drüber geht, brich ich doch garantiert wieder runter. Der hat jetzt sehr gut da reingepasst in das Szenario. Ja, sie habe ich die Ehre. Wie geht's da? So. Okay. Kann man da durch? Kann man sogar. Gut, Hofer, Herr. Selbstverständlich. Herr, wie jetzt? Oh, was haben wir da? Voll. Wir stellen wir unser Leben mit Müsli-Riegel wieder her, oder was? Das ist einmal originell. Oh, da haben wir ein Ziel.
Mein lieber Bruder, wir waren so nah dran. Ich sitze vor der Mauer und weiß, ich werde die Zone nie von innen sehen. Beim Warten auf den Schmuggler hörten wir einen Trupp Soldaten kommen. In Panik haben wir uns in so ein Haus geflüchtet. Niemand von uns hat die Sporen bemerkt, bis es bereits zu spät war. Wir sind alle infiziert. Wir haben noch ein paar Stunden, vielleicht einen Tag. Ich hoffe, der Schmuggler kommt trotzdem, damit ich dir wenigstens diesen Zettel schicken kann. Ich hätte auf dich hören und mit in die Zone kommen sollen, als es noch ging. Jetzt ist es zu spät. Pass auf dich auf, Mark. Natürlich heißt er so wie ich. Ist eh klar. Warum heißen alle depperten Menschen immer so wie ich? Und wurden infiziert. Alle, die drin sind, jammern darüber. Und dann sind da die armen Tölpel, die unbedingt dort leben wollen. Ja, okay, da kannst du jetzt drauf warten. Ich gehe jetzt auf die Bredel drauf und dann brich ich schonungslos nach unten und dann muss ich ballern. Und dann versenke ich gleich einmal 8 Kugeln in der Mauer. Weil Kartoffel eben, 100%. Okay, I'm impressed. So, der mit Taschenlampen ausschalten, Batterie müssen wir sparen, hab ich gehört. Uff, das hat es auf der 4er nicht gegeben. Das kann durchaus sein, dass sie mal ein paar Sequenzen neu dazu gemacht haben. Spielen wir Runden Basketball, aber das hat schon geholfen. Was müssen wir das überhaupt tun? Frische Luft. Einentläden. Dafür lohnt es sich, nach draußen zu gehen. Gesundheitsbalken unten ist ein Korni. Warum fragst du Bill nicht nach Oder einem dieser Snickers war geil. Hey, wenn die nicht abgelaufen wären, wäre das eine Idee. Das läuft mir aber sauber zu friedlich ab, wenn du mich fragst. Also mich wundert es jetzt, dass wir noch nicht schießen müssen haben. Wie jetzt wieder ist ein Snickers, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Dann rennt's Marshmallows, hab ich gehört. Aber es schaut schon gut gemacht aus, so ist es nicht. Vielleicht ist es nur ein Tutorial. Eben drum, ja. Deswegen hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass jetzt irgendeine Schusssequenz kommt. Ich habe jetzt so Schiss, dass ich da irgendwas übersehen kann, so mäßig, ne? Loot-technisch. Bin jetzt da vielleicht ein bisschen zu sehr Resident Evil gesteuert, ja? Das kann natürlich auch möglich sein. Geht klar. So Riegel retten Leben, oh ja. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Sagt meine Freundin auch zu mir. Okay. Verdammt, das Brett ist weg. Das ist schlecht. Ah, da unten liegt's. Lass mich raten, ich bin der Depp, der wo oben gehen muss. Ist das Snickers immer dann, wenn du hungrig bist, bist du zum Zombie? Ich hole es. Ja, natürlich holen wir. Ja, da schau hin. Da kriegt jetzt gleich irgendwas raus, 100%. Hier, reich es rüber. Das ist ganz schön schwer. Ich werde das schon schaffen. Okay. Freilich hast du auch auf DSF Lastlung gezogen, also Bredel nix für die. Also mit Sicherheit jetzt oben die Taschenlampen raus. Okay, immer noch keine Gegner. Wir sind fast da. Vor allem, wo gängen wir hin? Aha. Lass uns nachsehen, ob hier Soldaten sind. Alles klar, komm. War aber jetzt ein geschulter Blick da. No parking anytime. Preisfrage. Wie soll da Auto reinkommen? Von wo? Soll da über der Mauer oben zu, oder was? Schöne Sache. Welche Straße? Gute Frage. Das ist eine gute Frage. Packt eh keiner. Nein, da packt keiner mehr jetzt. Das glaube ich auch nicht. Preisfrei. Richtig so. Ganz genau.
Das waren Flugtaxis mit den Jetpacks. Hey, Frau, kannst du mir mal erklären, wer du überhaupt bist und was überhaupt unsere Mission ist? Wir rennen einfach irgendwie von einem Haus in das andere und verstehe die Frage nicht. Bolzenschneider wo? Wo ist der Bolzenschneider, der obligatorische? Gibt's immer in solchen Spiele. Radlparkverbot? Ja, aber dann war der ja Radlsymbol dort gewesen, oder nicht? Mach zu. Preisfrage, darf ich mein Bett da parken? Und dann war das, was? Ramalama Fing... Depp. Nimm dir die Kugeln. Was für Kugeln? Kugeln? Oh ja, da haben Kugeln. Das ist halt, hey, das ist voll verdammt klar, gell? Also da musst du vielleicht schon richtig gut umschauen, dass du, oh leck, ich hab so das Gefühl, dass das so ein richtiger Survival-Trip wird. Weil das ist schon verdammt klar. Was ja keine schlechte Sache nicht sein muss, ne? Da nehmen wir einen Tesafilm auch noch mit. Vorsichtshalber, können wir die Zombies die Finger zusammenbicken. Hey, kleiner Mann. Schau nach, ob die Luft rein ist. Keine Soldaten, keine Männer von Robert, ja? Wir abusen Kinder. Du weißt, dass er uns erwartet. Na, das macht's interessanter. Los geht's. Na komm. Seid das. Hey, süße Lady, wie geht's dir denn? Nicht jetzt, Terrence. Nein, ist gut. Ich hab die Nicht Karte da. jetzt. Verstanden? Okay. Genau, geh du mit der Vieri, schauen wir da hinter dumm. Für den Fall. Kinderarbeit, so, Wie der Sherlock himself, der schickt auch bei Kinder vor. Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Wenn sie ein neues Klebeband rausbringen, dann sie das dann tesern. Vielleicht. Oh, Flauschnägel! Was für Rasse hat's hier? Wir sind alle vorbestellt. Hat keine Stunde gedauert. Komm nächste Woche wieder. Ja gut, das ist schwierig zum sagen. 15 Tickets each. Die verkaufen Hunde? Okay, Ticket ist scheinbar unser Währung da. Aha, Meinungs-Baseballschläger, sehr gut. Ist dieser Rotz? Ein raus davor gar nichts, ja? Tess, ist lange her. Du kommst gar nicht mehr vorbei. Oh, du bist gerauft. Rammstein-Tickets oder Metallica-Tickets? Wahrscheinlich keins von beiden. Na, wo willst du denn hin? Setz dich hin. Oh, sorry, Tess. Ihr gehört zusammen. Geht einfach weiter. Wenn du nichts mehr hast, dann ist das auch. Also lieber Riegel sammeln wie Sau. Wird Sau. Ja. Da nehme ich lieber, da friese ich keine Riegel, du, das glaubst du gar nicht. Wer ist das? Alter Bekannter. Frag nicht. Ja, okay, wir haben das wirkt jetzt gerade irgendwie wie so ein Bandenviertel. Ja, der hat eine Macheten, ist das eine Macheten? Das ist eine Macheten, ja, sehr gut. Soll ja auch helfen gegen Zombies, habe ich mir gehört. Weil Zombies bekanntermaßen ja nicht schießen können. Oh, da hinten blitzt da irgendein Steckbrief auf. Oh, was haben wir da? Ziviles Dienstsystem. Der General der Quarantänezone von Boston. Ist da der Lauterbach drin, oder was? An Scheiß drauf. Begrüßung als diensttauglicher Zivilist erhalten Sie hiermit Befehl, an verschiedenen Einsätzen zur Instandhaltung der Quarantänezone teilzunehmen. Bitte finden Sie sich am 15. Dezember um 6.30 Uhr im Hauptbüro an der Charles Bridge zur Entsendung an ein Verwaltungsbüro der Streitkräfte ein. Bei schuldhaft Nichterscheinen am oben genannten Ort zur oben genannten Zeit erfolgt Einschränkung der Rationen sowie gegebenenfalls Verlust der Aufenthaltsberechtigung. Legen Sie diesen Befehl bei Erscheinen vor. Fuck this. Okay.
Den kann man... Hä? Wie kann man den schwenken? Hä, ich kann da nicht schwenken. Mit rechts? Hallo? Okay. Was tut sie? Ja, ich nehm dir deine Giraffe schon nicht. Tu die nicht ab, alles gut. Der Typ hat in dieser Fabrik jede Menge Zeug geholt. Marlene. Wow, Moment, Mann. Gesucht wegen Firefly Komplizenschaft Marlene. Beschreibung: Alter, Mitte 40, Größe 71, Gewicht 57 bis 61 Kilo, Körperbau mittel, Berufe Arbeiterin, Community Organizer, Narben und andere Kennzeichen: Narbe auf der Brust unter dem Schlüsselbein, Haarfarbe schwarz, Augenbrauen, ethnische Herkunft gemischt, Nationalität amerikanisch. Ja, okay, die wird gesucht. Alles klar. Was treibt sie hier so? Oh, die haben einen, oh, da schon her. Da gibt's Wein. Weil in der Zombie-Apokalypse sich komplett wegschießen, das hat auch schon runtergeholfen, habe ich gehört. So, was ist jetzt mit dir? Miezi, müssen wir mit rein, oder was? Ah. Ich suche Robert. War er hier? Vor einer halben Stunde. Er ist zurück zum Kai. Da ist er jetzt. Du hast dem aber ganz schön viele Tickets da in den gedruckt. Okay, der Robert ist scheinbar der Mafioso-Boss da, oder wie sage ich das? Ist das Apokalypsen-Tinder? Scheinbar. Da gehen sich ein paar Hunde aus. Aber hoffentlich nur zum Streicheln und zum Bewachen, ne? Also nicht, dass wir mir jetzt da... Los geht's. Alec, was ist jetzt? Lasst uns durch. Dreht um und geht zurück, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Es geht nicht um euch. Wir wollen nur Robert. Macht euch locker. Kehrt jetzt verdammt nochmal um und geht. Ich gehe nirgendwo hin ohne Robert. Mischstück, ich mach dich kalt, wenn du nicht umkehrst und deinen Hintern wegschaffst. Scheiß drauf. In Deckung! Ja, die... Okay, alles klar. Ich gebe Deckung. Ziel auf sie. Geh nicht direkt auf Gegner zu. Nutze deine Umgebung, um dich ihnen von der Seite zu nähern. Oha, okay. Gemacht, Cowboy. Du auch. Wo hat er die ganzen Leute her? Was Robert perfekt beherrscht, sind leere Versprechungen. Oh, was haben wir da? Machen wir dem am Ende. Ach so. Warte mal, wie ist das? Okay. Okay, fassen wir mal zusammen. Erstens einmal, sie fackelt nicht lang. Zweitens einmal, das Spiel ist, was Schüsse angeht, sehr, sehr realistisch gehalten. Also, anders wie bei anderen Spielen, musst du da nicht erst 8-mal auf den Typen schießen, bevor er so umfällt, sondern da reicht tatsächlich eine fucking Kugel. Also zumindest, ne, bisher. Ich kann mir vorstellen, dass du von Zombie dann später mal ein paar Mal öfter hinschießen musst, aber zumindest bei realen Gegnern ist es Stand jetzt so, eine Kugel an richtiger Ort und an der richtigen Ort. An dem richtigen Ort und an der richtigen Stelle. Meine Fresse. Dann ist Feierabend. Ja? Verschrei's nicht. Ja, das ist eh klar, dass später Gegner mehr aushalten. Ja, da kommen dann wahrscheinlich später auch mal Gegner mit Schusswesten oder irgendwie so ein Krampf. Das ist mir schon klar, dass das jetzt noch ein bisschen einfacher ist. Ja? Aber zumindest ist schon mal sehr, sehr real gehalten. Gefällt mir. Hier geht's nicht durch. So weit zum schlechten Leben, davon sehe ich da nichts. Aber jetzt waren es auch gerade 2 Gegner. Warte mal, wenn da noch 2 mehr haben. Dann schreien wir an wie so ein Schuldirndl beim Elternsprechtag. Dann ist es vorbei mit mir. Gib mir die Hand. Achso, jetzt meint, du machst mir die Tür auf, aber gut, so geht's natürlich auch. Robert! Amicia! Ich hab's genau gesehen. Da war der Amicia.
Okay. Schauen wir mal. Ah, da ist ein Loch im Zaun. Ja, da haben Barrikaden. Aufgemerkt, wir heißen Joel. Also wahrscheinlich Joel, könnte man vorstellen. Ja? Unsere Tochter hat Sarah geheißen. So, und wie sie heißt, das müssen wir herausfinden. Leih mit einem richtigen Kartoffel im Treffer an den Boden, nicht beim Bieseln gehen. Mehr von Roberts Leuten. Ja, ich sehe sie. Woher weißt du, dass sie kommen? 2 von uns hat's erwischt, als sie Tessie jagten. Ich bin sicher, Tessie dass heißt sie und sie, Joe okay. hier unterwegs sind. Jetzt wegen Robert. Scheiße. Hätten wir den Job mal abgelehnt. Was soll man machen? Schnell und leise, Cowboy. Überprüfen wir alles. Nicht, dass hier wer rumschleicht. Alter, die killt auch Eppern. Das ist ja geil. Okay. Fassen wir zusammen. Sie heißt Tessie und mir heißt mit Joel. Und wir müssen den Robert da jetzt irgendwie ausfindig machen. Und sie nimmt aktiv... Boah, jetzt hätte ich schon gemeint, das ist sie. Und sie nimmt aktiv am Kampfgeschehen teil. I like. Die eigentliche, das was noch interessant werden kann, ist, ob man später Gegner einmal looten kann. So quasi so Tomb Raider-mäßig, dass du einfach Kugeln von denen stibitzt so mäßig. Also du bist da erhintert. Was treibst jetzt du da? Was ich sagen wollte, ich war in der Jordan Street und dann kamen Soldaten mit den ungefähr 5 Zivilisten. Alle gefesselt. Lass mich raten. Fireflies? Ja, sie stellten alle an die Wand und peng, 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 haben alle exekutiert. Scheiße. Ja, so ist es wohl in der ganzen Stadt. Sie nehmen sie in die Mangel. Was ist alles bei dir? Okay, soweit zum Thema. Ja, der Idiot kann die Welt retten. Okay, soweit zum Thema, die halten nur eine Kugel aus. Ja gut, okay, nice. War mal ein Experiment. War mal ein Experiment wert. Soweit zum Thema, die halten nur eine Kugel. Wie jetzt? Wir fangen da wieder an? Mal, ich möchte ihm auch so ein Messer reinrennen, das ist ja viel effizienter. Achso, jetzt habe ich es gerade gelesen, ich kann nach wie vor mit meiner Waffe dem auf den Kopf schießen, wenn ich ihn bockt habe. Okay. Sprinten ist laut und kann deinen Gegner in deine Position verraten. Ja, okay, das ist logisch. Das macht Sinn. Was ich sagen wollte, ich war in der Jordan Street und dann kamen Soldaten mit ungefähr 5 Zivilisten. Alle gefesselt. Jetzt hab ich dich, du Peter! Ja, Mann, du nimmst den anderen, was ist denn mit dir? Alles klar! Aha. Hey, hab ich vorher nicht... Achso, den muss ich wieder aufsammeln. Warte mal. Da war ein Müsli-Riegel. Das ist gelungen, dass da vorher... Das können wir brauchen. Ach, da ist der Müsli-Riegel, da, okay. Später kommen dann noch der Jerome, die Jenny und der Justin. Jerome mit Ä. Der hat einen Schlüssel, okay. Lagerhausschlüssel erhalten. Oh, da ist doch mal irgendwas. Ja, sehr gut. Müsli-Riegel, da gehst her. Mehr Müsli-Riegel, mehr gut. Also, wie müssen wir dann da rein? Okay. Ja, das, was ich jetzt noch nicht so ganz rausgefunden habe, das ist, wen sie jetzt tatsächlich da nimmt. Weil sie sagt jetzt, ja, du nimmst den und ich nimm den anderen.
Und ich bin jetzt halt davon ausgegangen, ich muss den nehmen, der wo direkt an der Tür steht. Aber gut. Haben noch alles Performance-Tiefs, ja, aber die müssen wir. Ich muss ja die Spiel auch erst kennenlernen. Ja? Ich kenne mich ja nicht aus. Oh, was ist da? Flaschen oder was? Wird die Munition knapp, suche nach anderen Überlebensstrategien. Es ist gleich Sperrstunde. Halte L2 gedrückt und drücke R2 für einen Bogenwurf, drücke für einen schnellen Wurf R2 ohne zu zielen. Was weiß ich denn? Wir reden mit den anderen, wir finden schon was. Okay. Ja, okay. Wie würfelst du einfach? Hast du etwas gehört? Ich glaube, da drüben ist was. Hier ist kein Schwein. Dann lasst uns weitermachen. Okay. Wo ist jetzt Tessie hin? Ah, ich sag schon, das meine. Das könnte sein, dass man da viel mehr Sneaky-Peaky machen muss, als wir einfach blind einschießen. Das könnte sich vom Verhalten her so ähnlich gestalten wie Plugged Hell. Ich glaube, dass der Angriff nicht unbedingt immer die beste Wahl ist. Sollen wir schauen? Den können wir bestimmt jetzt Sneaky Peaky ausschalten. Da ist es noch. Ja, okay, der ist schon mal raus. Der hat's überstanden. Das ist gut für uns. Warte mal, wie ist das vorher gegangen? Mit Lauschen? Ist das nicht mit. Hallo, Buxi, du wieder. Ah, so ist Lauschen gegangen, okay. Ich sag's euch ja selber, macht die Spaghetti-Sauce so einfach geil, das glaube ich da sofort. Okay, die haben nur die Stiften gegangen. Okay, ich nehme jetzt einfach mal Bierflaschen mit, damit ja nichts passiert. Immer schön umschauen. Ich weiß jetzt. Ach, du bist. Boah, leck, Alter, schreck mich! Ist er noch da? Er ist weg! Ich schleich rum und sie fetzt um die Ecken. Ja, die hat überhaupt kein Taktgefühl, nicht die Alte. Oh, da ist Schuss. Das ist gut. Gleich mal nachladen. Ah, warte mal, ich trau dem Freund nicht. Der ist doch bestimmt da oben. Siehst du das? Da ist sogar, dass er da herum ist. Da schauen wir uns gleich noch ein wenig besser um. Oh, sind wir da? Sehr gut, Medikit. Verdammt, jemand da? Oh fuck, das sind noch einige mehr. Er ist hier drüben! Gib mir Deckung! Ich mach das. Alter, die hat die absoluten OP-Moves drauf.
Okay, los! Boah, boah, schreck mich. Okay, du da. Wie denn? Die helfe Handschuhe, du Arschloch. Wir bräuchten hier mehr Leute. Sie wären nur im Weg. Ja, das stimmt. Ja? Ja, okay. Zu den Docks geht's hier lang. Ich bin mir jetzt noch nicht alter. Also Details hat das Spiel auf jeden Fall gute, da kannst du jetzt nichts sagen. Ich bin mir jetzt noch nicht so ganz hundertprozentig sicher. Oh, was haben wir da? Ist das ein Buttermesser oder was? Drücke Dreieck, um einen augenlosen Gegner zu packen und 4 für einen lautlosen Kill. Messerkill! Ja gut, das ist zwar kein Messer, sondern eher. Was ist es? Eher Stahlstangel, Eisenstangel. Aber gut, das nehmen wir. Rezept Messer freigeschaltet, okay. Option, da hast du ein OP-Buttermesser. Es ist der Butterbolzen, okay? Nicht einigen wir uns darauf, dass das kein OP-Buttermesser, sondern ein OP-Butterbolzen ist. Was ich sagen wollte, ich bin mir halt noch nicht so hundertprozentig sicher, wie das Kampfsystem ausgerichtet ist. Muss man da mehr Schleicher oder halt mehr ballern? Wahrscheinlich eine gute Mischung aus beidem, da ich jetzt fast vermuten. Kattel, habe ich die größte. Was ist denn, Leute, was sagen wir denn bisher? Ja? Jetzt haben wir mal eine gute Stunde, ein wenig mehr wie eine Stunde drin. Was halten wir denn von dem Spiel bisher? Wie gesagt, ich muss mich noch ein bisschen vertraut machen mit der ganzen Geschichte da. Aber bisher muss ich sagen, rentiert sich. Oh, das erinnert mich ein bisschen an God of War, oder? Die Ketten. Was müssen wir da machen? Dreieck. Ja, das hört kein Mensch, hundertprozentig. Oh ja, das sind ein paar mehr. Dieser eingebildete Mistkerl. Nicht so stressig, finde ich gut. Bis jetzt ist cool. Noch ist nicht stressig. Wir müssen klug vorgehen. Es sind sehr viele. Kampf oder lautlos, achte auf deine Vorräte, wenn du entscheidest, wie du Feinde angehst. Okay, wir haben 14 Schuss. Davon gehen aber sowieso schon mal 6 mindestens daneben. Also werden wir jetzt. Ich glaube persönlich, dass am Gescheitern ist, dass man alle, wenn möglich, Gegner Sneaky Peaky macht, damit man Ressourcen sparen. Weil ich weiß ja nicht, wie viele Kugeln man später kriegt. Oder halt auch nicht. Herauszugehen wäre Selbstmord. Deswegen werden wir da jetzt mal ein bisschen aufpassen. Was ist das da? Mein Glück lieber hier. Medikit, okay. Ja, hinten noch ein Basie. Da hinten schleicht auch einer rum. Tu mir da die Bierflaschen her, damit mir auch nichts passiert. So, überfressen, glücklich. Sehr gut, Mr. Price. Aha. Ja, den kannst du jetzt zum Beispiel da dann theoretisch ja schon mal Sneaky Peaky machen. Warte, was unter Verstecker verstehst du nicht? Aha, der geht da um, ja, das ist auch schon mal gut. Ah, der geht um den Container um, ne? Tauschen. Ich kann da einen Zirkel auch in die Hand nehmen dann anstatt der Flaschen. Jetzt, pass auf. Kann man dann... Du kannst etwa einen Zirkel in die Fresse werfen, ist das der Ernst? Oh, lalala. Aha, und jetzt hat es noch mal, gell? Jetzt ist er aber fällig.
Wenn er die Entscheidung trifft, sich wieder seinem Wanderweg zu widmen. Weil, kannst warten, wenn ich jetzt da aussehe, geht er sich um. Und dann haben wir die Scheißen da. Okay. Ja gut, du kannst keinen da werfen damit, aber du kannst ihn ablenken. Oh, der Kugeln, das ist gut für uns. Sehr gut. Mehr Schuss, mehr gut. Warum kann ich noch lernen? Da tut er nicht mit Bierflaschen auch gleich wieder mit, damit ja nichts passiert. Gut, aber Bierflaschen macht wieder einen Lärm. Also ist der Zirkel eigentlich besser. Schauen wir mal. Da hinten steht einer, da steht einer. Oh, die sind schon ein paar. Ja, Grütze in Allfeier, bleibst jetzt du einmal stehen, ha? Schlecht. So, die haben auch wieder zu zweit. Da steht aber da garantiert da hinten auch noch einer. Aha, der bewegt sich. Haben wir schon. Bloß die Klappe. Katla, ist gut bei dir? So, und da steht auch noch einer. Ah, der schaut aber her. Noch schaut er her. Kann man einen Hammer auch nicht. Wow, Alter, sagt man, dass man jemanden einen Hammer aufwerfen kann. Schlecht Spidey sein. Ja, was ist jetzt seine Mission? Den können wir ja von da nicht ausschalten, oder? Den müssen jetzt eigentlich eine Kugel setzen. Ah, warte mal. Jo, den können wir schon. Da können wir schon was machen. Wir brauchen Bierflaschen. Bierflaschen wo? Da ist eine Bierflaschen. Jetzt mir gemacht. Den können wir beiten. Und zwar ganz gewaltig. Da werden wir jetzt einfach die Bierflaschen drum. Was zum Teufel? Nichts. Also entweder du bewegst jetzt deinen Arsch. Okay, ich hab nichts gesagt, Alter, chill. Weil, weißt du was, wir werden jetzt einfach einen Zirkel laufen, weil es mir wurscht ist. Da ist er. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es so eine gute Idee ist, dass man in einen Haufen schießt, das war halt wie Sau. Und ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass wir mir noch nicht alle Gegner ausgeschaltet haben. Ja, sagst du, da haben wir nämlich schon so weit. Alter, ihr Scheiße. Verdammt, Leiche! Ihr verteilt euch! Mist, wo bist du jetzt hin? Hey, Bruder. Ist das ein Volldepp? Du kannst deppern. Das ist jetzt nicht dein Ernst, dass du deppern eine Holzladennummer auch hast. Warte mal, hat da einer Pistolenmund oder so?
Ich tue die Holzlatten weg, ich nehme die andere, die ist besser. Die hat mehr Damage. Wir haben da jetzt durchgekommen, ohne irgendwelchen großartigen Widerstand. I'm impressed. I'm impressed. Da liegt da ein Holzlatten umeinander. Alter, warum kann ich jemand mit einer Holzlatten da schlagen, aber nicht mit einem Eisenhammer? Mit einem Zimmererhammer? Das ist die eigentliche Frage, die ich mir stelle. Sagen wir da, der Zirkel. Ja, da liegt halt alle Hand schon umeinander, okay. Der schaut weil gescheit morsch aus. Du, wenn du da mal ein paar Spreißel in der Stirn hast, dann ist der da, meine, bist du froh, wenn... Büro. Robert Was ist da? bestimmt da drin. Das ist ja eine Waffe, die für längeren Effekt hat, ja? Die steht für längeren Effekt. Wenn du einmal einfach nur so ein hartes Scheitel umhaust, da hat er doch nichts davon, ja? Der soll ein paar Spreißel in der Birne haben. Ah, der steht dazu. Ah, okay. Wie, so Schwert-like. Beeilen wir uns. Zurück, verdammt! Wir wollen nur reden, Robert. Es gibt verdammt nochmal nichts zu reden! Nimm die Knarre runter! Haut endlich ab! Er haut ab! Sehr gut, das war die Pistolen. Nimm mal. Wie jetzt? Du nimmst die Pistolen nicht. Hallo, nimm die Pistolen mit. Joel, hier lang! Mein Gott, hey, warum? Haltet zum Spiel. Ja. Brudi. Hä? Wo war jetzt? Halte mit Nora Shit, sonst verlierst du. Hä, die war doch hinter mir! Ich verstehe die Frage nicht. Robert! Joel, hier lang! Ach so, ja, jetzt verstehe ich's, okay, ja. Da müssen wir gleich die Tür durch. Jetzt denken wir schon, hey, die steht doch hinter mir. Robert! Joel, hier lang! Komm, er ist da rein! Ja, okay. Wir haben ihn gleich! Joel, hier lang! Hallo, Robert. Tess. Joel. Ihr nehmt's mir nicht übel, oder? Warum auch? Okay. Scheiße, verdammt! Schee auf Knirscheiben, das tut weh. Vermisst? Hör zu. Was ihr immer hier gehört habt, das stimmt nicht, okay? Ich will damit nur Die sagen... Waffen. Willst du uns sagen, wo sie sind? Ja, klar, aber es ist kompliziert. Okay. Hör zu, lasst mich einfach ausreden, okay? Fuck. Stopp! Oh, Ellenbogenbrecher. Hör auf zu jammern. Was wolltest du sagen? Ich habe sie verkauft. Wie bitte? Ich hatte keine Wahl, ich hatte Schulden bei jemandem. Und zwar bei uns. Ich würde sagen, du hast dich verzockt. Ich brauche einfach nur mehr Zeit. Gib mir eine Woche. Das hätte ich vielleicht, wenn du nicht versucht hättest, mich umzubringen. Komm schon, so war Wer das doch hat gar die nicht. Waffen? Ich kann nicht. Gib mir ein paar Tage und... verdammt! Au. Wer hat unsere Waffen? Die Fireflies. Sie sind bei den Fireflies. Was? Hör zu. Sie sind alle so gut wie tot. Wir können doch einfach hingehen und sie zusammen erledigen, hä? Wir holen die Waffen. Und was meint ihr? Kommt schon. Scheiß auf die Fireflies. Schnappen wir sie uns. Das ist eine Scheißidee. Und was jetzt? Alter, wie skrupellos ist denn die? Unsere Ware zurück. Wie? Keine Ahnung. Wir erklären es ihnen. Na dann, suchen wir die Fireflies. Da müsst ihr nicht lange suchen. Bitte sehr. Queen Firefly. Was wollt ihr hier? Geschäfte. Das sieht schlimm aus. Wo ist Robert?
Ich wollte ihn lebend. Die Waffen, die er euch gegeben hat, das waren leider nicht seine. Ich will sie zurück. So läuft das nicht, Tess. Und ob es so läuft? Ich habe sie bezahlt. Du willst sie zurück? Dann musst du sie dir verdienen. Wie viele Karten willst du dafür haben? Lebensmittelkarten sind mir egal. Ich muss etwas aus der Stadt schmuggeln. Ihr macht das? Und ihr bekommt die Waffen und mehr. Hast du sie denn überhaupt? Es heißt, das Militär hätte euch fast ausgelöscht. Ja, das stimmt. Ich zeige euch die Waffen. Ich muss hier weg. Was sagt ihr? Ich will die Waffen sehen. Folgt mir. Wir müssen... Okay, fassen wir mal zusammen. Also, um was geht es jetzt eigentlich? Die Fireflies ist die Fireflies ist scheinbar auch irgendeine ziemlich große, namhafte Bande oder irgendwie Apokalypsen-Mafia, ich weiß es nicht. Und sie ist ein Haustier davon, aber scheint unfassbar viel Respekt vor anderen nicht zu haben. Und mir, im Gegenzug, können wir aber auch nicht irgendeine so 0815 irgendeine so 0815 Truppen sein, weil die haben da massivst viel Respekt vor uns. Vor allem, Alter, die Tessie, die kennt ja wohl gar keine Gnade nicht. Das ist jetzt das zweite Mal, dass die instant, ohne mit der Wimper zu zucken, einen über den Haufen schießt. Ihr weg. Sofort. Also Hut ab. Ihr wollt den Deal? Dann los. Hier durch. Wir haben ja jetzt aktuell 18 Schuss. Ja gut, das ist ja schon mal was. Ich weiß einen Ausweg. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir später nicht nur die Pistolen haben, dass wir da vielleicht auch irgendwie mal weiß ich nicht, eine Schrotflinten oder sowas kriegen. Vielleicht sogar ein Scharfschützengewehr. Je nachdem. Also ich glaube nicht, dass man die ganze Zeit nur mit der Pistole spielt. Aber lassen wir uns überraschen. Das werden wir früh genug erfahren. Flak? Flak? Kattel, den Begriff kenne ich nicht. Bitte erleuchten Sie mich. Ach du Scheiße. Deine Leute? Der Rest von ihnen. Boah, leck, was ist denn mit der Stadt passiert? Hier lang. Das schaut mir eher an, wie wenn da ein Terroranschlag gewesen war. Warum jetzt? Wir waren ruhig. Wir wollten die Stadt verlassen, aber sie brauchen Schuldige. Sie wollten uns provozieren. Sie haben es wohl geschafft. Wir mussten uns verteidigen. Geht's der Flammen? War da cool, Gegner anzünden. Oh, was haben wir da? Da geht's doch nicht ohne Grund rein. Ach, die ist da reingestiegen, ja dann. Dann steigen wir halt mit. Was haben wir da? Schraum? Verwende gesammelte Teile, um deine Waffen an einer Werkbank zu... Okay. Haben wir alles mitnehmen. Ein Klebebandel, Schau, alles mögliche brauchen wir. So, wo ist eine Werkbank? Da gehst du her. Ich bin Pizzaspanner, ich kenne mich aus mit Metalle, habe ich gehört. Okay, man kann Flugabwehrkanone. Also ich glaube, dass wir uns alle einig haben, dass Flak offiziell die Abkürzung des Jahres auf unseren Twitch-Kanal, auf meinen Twitch-Kanal wird. Ja? Flak Flugabwehrkanone. Der war, Kattel, der ist nicht schlecht. Da war jetzt mit Sicherheit keiner auf Anhieb draufgekommen. Hey, hättest du das Das ist ein Standardbegriff. Geht. Ist das euer Ernst? Bin ich so... Seriously, ist das jetzt ernst, Mann, die Aussage? Ich hab den Begriff noch nie gehört. Ja, okay, Bazi offenbar aufgewachsen hinterm Mond. Sehr gut. Okay, ich nehm's zurück, Kattel. Der war
Für mich war er gut. Ja, ich sag mal, man lernt nie aus. Hashtag Bildungsstream. Warst nicht beim Bund? Nein. Ich war auch nicht beim Zivi. Ich bin noch geblieben. Warum ist eigentlich unser Taschenlampe an? Passt, bist entschuldigt. Okay, danke schön. Moment. Soldaten. Da geht's raus. Die Tür unter der Brücke. Keine besonders schönen Aussichten. Es ist zwar nicht deine Art, aber wir könnten um sie herumschleichen. Mal sehen, wie's läuft. Lasst uns gehen. Aha, da haben wir jetzt wieder die Wahl, entweder Schleicher oder über den Haufen schießen. Wir entscheiden uns gemäß des Survival-Kodex entscheiden wir uns dafür, dass wir es möglichst mit Schleicher versuchen, um Ressourcen zu sparen. Ja? Ich weiß ja nicht, wie viel Moon man... Achso, da steht sie, okay, ja, den erst. Ich weiß ja nicht, wie viel Moon man später kriegt, wie viele Waffen man später hat, deswegen bleiben wir jetzt erst einmal ein bisschen auf Sparflamme, okay? Bist du ausgemustert worden, hast du einen Fünfer gekriegt. Was bei World of Warships oder ähnliches so, und da lernt man es auch. Na. Das ist keine Entschuldigung, dass ich irgendwie so Spiele dergleichen spiele, ja? Ihr solltet uns heute keinen Ärger machen. Leckt mich am Arsch. Na, weil sonst du uns aber noch schon hier sauber eine Blutvergiftung. Das ist ein Trade, den gehe ich nicht ein. So, wir sollten uns jetzt da wahrscheinlich im Idealfall durchschleichen. Polizisten umbringen. Hast du es auch gesehen? Ganz ruhig. Hey. Ja, die hat er mit Sicherheit nicht gesehen. Und tschüss. Ja, dann hilft's nicht. Mann, Scheiße! Ja, der Schädel ist hier. Ich wollte das eigentlich nicht zuhauen. Ich lasse ihn jetzt einfach schießen, weil ich werde das schon regeln. Er ist hier drüben! Hallo! Schuss ein Knirscheiben hat auch schon geholfen. Ein Wunschgame? Dann ist es wieder was anderes. Okay, das waren scheinbar alle, wenn sie schon so entspannt rumdackelt. Ja, ich wollte jetzt eigentlich nicht ballern, aber gut, manchmal hilft es halt nicht. Jetzt müssen wir jetzt schauen, dass wir wieder an Kugeln kommen, gell? Das ist genau das. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Aber gut, das können wir jetzt nicht mehr ändern. Schauen wir mal, ob wir irgendwo einen Schuss finden. Gut, aber warum sollten einer so einen angefuckten Borzen irgendwo bis du in den Schuss liegen? Ah, da schau her. Mike! Habitäre, merci für deinen Raid. Weil wir auch Habitäre, ja gut, die anderen haben eh schon da. Grüß euch. Mike, wie war Amnesia noch? Merci dir. Hola, Bazi, bist du zum Spanier mutiert? Sehr gut. Leute, wie geht's euch? Wie war's bei Mike? Birgit Habitäre. Ikon. Ja, war schlimm. Bist du aus Moria noch rausgekommen? No, comprende, padre. Und wie taugt's da? Hey, bisher sehr, sehr gut. Bisher wirklich sehr, sehr gut. Ja, ich muss mich noch so ein bisschen mit der Steuerung und mit der Mechanik vertraut machen, aber bisher gefällt es mir sehr, sehr gut. Birgit, danke dir für dein Following, Habitäre. Der Mike hat sich tapfer geschlagen.
Völlig strange, das Spiel von Mike. Ja, es ist irgendwie strange, aber auf der anderen Seite auch wieder richtig gut. Also, mir gefällt schon, ich war eine ganze Weile halt beim Mike drin. Also eigentlich bis ich selber Streamer angefangen habe, so auf die Art, ne? Das Spiel macht ich fertig. Ja, das wird. Hast du es noch fertig gebracht jetzt, halt? Oder haben wir noch ein paar Meter? Jetzt sind wir gleich da. Dann sind wir gleich da. Ja, wir müssen die ist ja unterhalb. Ja, servus, jetzt muss ich auch mal fahren an Spätzünder und so. Du, das macht überhaupt nichts, Birgit. Das macht überhaupt nichts. Schön, dass du da bist. Und nochmal merci fürs Followen. Leute, wer mich noch nicht kennt, die meisten von euch haben mich mit Sicherheit schon mal gehört und gesehen. Ich bin der Bazi. Ihr Herz ist, ich spreche ausschließlich Niederbayerisch. Wir haben heute mit The Last of Us angefangen. Hat mir sagen lassen, sie ist ein gutes Spiel. Bisher bin ich sehr davon überzeugt. Und ja, macht es euch bequem und einen angenehmen Aufenthalt wünsche ich euch. So. Ja gut, dann können wir da jetzt oben. Wir haben noch Schuss gefunden, das ist gut. Und schaut unbedingt beim Mike einmal drauf. Ja, wer einen Mike noch nicht kennt, bitte draufschauen. Auf alle Fälle aufs Herzl drücken. Lauterster Bassspieler, der wo momentan zwangsweise beurlaubt ist, aber dafür kompensieren wir mit hochqualitativem Horror-Gameplay. Ja? Also unbedingt einmal Herzl da lassen. Bitte, Dankeschön. Los, bitte rein. So, jetzt müssen wir unsere Obi-Taschenlampen wieder einschalten, habe ich gehört. Gut, in der Tür kommt keiner mehr rein. Dann gehen wir, Marlene. Okay, bei Mike. Genau so, Jassi. So. Geht's dir gut? Ich bin ganz schön fertig, aber es geht schon. Was haben sie denn die überhaupt da? Du hast da ganz ekelhafte Wunden da auf der Seite, Mädel. Ich weiß nicht, ob dir das schon wer gesagt hat, aber du glaube ich, brauchst ärztliche Behandlung. Wir sind jetzt auch gleich da. Achtung, die Sperrstunde tritt jetzt in Kraft. Mist, Beeilung jetzt. Wer ohne Passierschein aufgegriffen wird verhaftet und verurteilt. Ja, super toll. Das ist schön, dass man verhaftet und verurteilt wird, wenn ich gerade einen Schors los in der Früh. Aha. Achtung, die Sperrstunde tritt jetzt in Kraft. Was sollen wir schmuggeln? Es wird aber auch wirklich alles am Arsch da in der Gegend, gell? Das Spiel ist allgemein bisher recht langsam. Bis auf die eine Sprintsequenz, die wo wir gerade vor ein paar Minuten gehabt haben. Aber das muss ja nicht schlecht sein. Kommt meinem Kartoffel eben gerade wieder zugute. Oh. Vorsichtig. Steh auf. Lass die Scheißfinger hey. Hör auf damit. Wer bist denn du jetzt? Müsst ihr jetzt schon Kinder rekrutieren? Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist. Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Hey, wait. Das ist doch das Dirndl, was auf dem Titelbeutel ist. Aber dann bleibe ich. Ellie, das ist unsere einzige Chance. Hey, wir schmuggeln sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet das schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele wie Robert hat. Wo du es gerade sagst, wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen habe. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaube, das ist keine Ellie. gute Bei Idee. ihm. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe? Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu, bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr Sie sein. ist bloß Ware, Joel. Keine Diskussion. Alles wird okay. Jetzt geh mit ihm. Halt dich ran. Und du, komm her.
Gehen wir. Oh, das ist aber jetzt eine schwierige Situation für ihn, glaube ich. Also sie ist das Dirndl, was beim Spädel vorn, also, ne, das Titelbädel. Sie ist das Dirndl scheinbar. Und ich glaube, dass das für ihn gar nicht so ohne ist, weil er schließlich, ne, seine Tochter und so. Ja gut, ich tippe jetzt einmal drauf, dass sie nicht mit Waffen umgehen kann und ich tippe jetzt auch mal schwer drauf, dass sie auch weit nicht so skrupellos ist wie die andere gerade von eben, die uns jetzt die ganze Zeit begleitet hat. Also geh jetzt einfach einmal davon aus, Ich habe Schüsse gehört, aber dass es schwieriger wird. was war los? Oh, was haben wir da? Die Fireflies. Das wird uns auch passieren, wenn wir auf der Straße bleiben. Du bist der Boss. Philipp Ich Lou. folge dir nur. Okay. Gefallener Firefly-Trophäe erhalten. Okay, nice, danke. Ich habe zwar nicht wirklich was gemacht, aber okay. Nehmen wir mit. So, wo müssen wir jetzt hin? Da oben dann wahrscheinlich, oder? Was? Fuck Fedra and all the pigs. Warum soll ich das mit einer Sau da? Ich verstehe die Frage nicht. Die Unterstützung gesuchter Krimineller wird mit dem Tode bestraft. Bringen Sie sich nicht in Gefahr. Zeigen Sie verdächtige Aktivitäten sofort an. Okay, und wo sind wir jetzt hin? Ist da einer? Na, okay. Lul? Oder einfach da oben, das kann natürlich auch möglich sein. Hä? Okay, wo soll die jetzt hin? Vielleicht mit dir quatschen, oder was? Na, okay. Sie hält sich dezent von uns fern. Hey, lol. Die Unterstützung gesuchter Krimineller wird mit dem Tode bestraft. Bringen Sie sich nicht in Gefahr. Oh Gott! Hier runter. Ja, okay, man muss ja sehr gut umschauen in der Umgebung. Damit man weiß, oder damit man einen Weg findet. Also es wird ja nicht alles einfach so gezeigt. Ja, doch. Achtung! Die Unterstützung gesuchter Krimineller wird mit dem Tode bestraft. Bringen Sie sich nicht in Gefahr. Zeigen Sie verdächtige Aktivitäten sofort an. Wo gehen wir hin? Da hoch. Da kommen wir zum Nordtunnel. Wie sollen wir da hochkommen? Brauchen wir wahrscheinlich eine Leiter. Da brauchen wir irgendeine Leiter oder irgendeine Kisten oder irgendwie sowas. Ja, da ist eine Garage, da wird mit Sicherheit eine Leiter drin sein. Ah, oder Kisten, ja gut. Gute Alumülltonne. Ja, nicht so weit. Ah, das schafft's allein? Okay, nice. Aha. Ach, Fedra kann vielleicht... Schmuggelt ihr Sachen hier durch? Ja. Fedra kann vielleicht auch die Polizei sein, oder? Nein. Auch schon mal ein Kind geschmuggelt? Nein, bisher nicht. Was läuft da eigentlich mit dir und Marlene?
Ich weiß nicht. Sie ist eine Freundin, schätze ich. Eine Freundin, ne? Du bist also befreundet mit der Anführerin der Fireflies. Wie alt bist du, 12? Sie kannte meine Mutter. Und sie kümmert sich um mich. Und ich bin 14. Auch wenn das absolut nicht wichtig ist. Wo sind deine Eltern? Wer hat überhaupt noch Eltern? Sie sind tot. Schon sehr lange. Und anstatt zur Schule zu gehen, haust du lieber ab und gehst zu den Fireflies. War es so? Hey, ich darf dir nicht sagen, warum du mich schmuggelst, wenn du darauf hinaus willst. Weißt du, was toll an meinem Job ist? Ich muss gar nichts wissen. Um ehrlich zu sein, interessiert's mich einen Scheiß, was du vorhast. Na toll. Gut. Okay, wir haben da zwei Sachen. Erstens, sie hat ihre Eltern verloren und er hat sein Kind verloren. Also irgendwo sagt man, dass das irgendwann eine Vater-Tochter-Beziehung wird. Die unter Umständen auch tragisch enden kann, ja? Ich sag's nur. Hier ist es. Aber Werkbank habe ich noch immer keine gefunden. Was soll das denn werden? Zeit totschlagen. Oh, und was soll ich jetzt machen? Ich bin sicher, dir fällt irgendwas ein. Deine Uhr ist kaputt. Das ist die Uhr, die er von der Tochter geschenkt gekriegt hat. Vorher, ne? Du redest, wenn du schläfst. Ich hasse Albträume. Ja, ich auch. Weißt du, so nah war ich noch nie dran. An der Grenze. Und wie dunkel es ist. Merci dir fürs Zuschauen. Zuschauen. Schöne Nachtschicht wünsche dir. Merci dir. Oder? Was zum Teufel wollen die Fireflies von dir? Hey, hat etwas gedauert. Überall verdammte Soldaten. Wie geht's Marlene? Sie schafft es. Ich habe die Ware gesehen. Es ist viel. Luke, merci dir für den Following, habe ich dir. Ja, okay, also habe ich das jetzt richtig verstanden, dass wir mir sie quasi schmuggeln müssen, okay? Also, ja, das bricht so ein bisschen, also mit Klischees geht das Spiel sehr, sehr gut um, ja? Kinderhandel, Waffenschmugglerei, nicht einmal so ohne. Noch eine Pizza in den Ofen geschmissen, sehr gut. Dann hoffe ich, dass der noch was schmeckt. Hast du verdient, Mike, auf alle Fälle. Der darf jetzt sogar 2 essen, wenn du mich fragst. Ja? So, mein Freund, follow dir jetzt auch, ob er es weiß oder. Danke dir, Birgit. Und sag deinem Freund schöne Grüß. Ich hoffe, er schimpft die und mich nicht. Findest du es nicht komisch, dass sie uns die Arbeit überlassen? Marlene wollte es selbst machen. Wir waren nicht erste Wahl. Ist sicher nicht mal die zweite. Sie hat viele Leute verloren. Da blieb ihr nichts übrig. Ja, hoffentlich lebt noch einer, der uns bezahlt. Da wird schon jemand sein. Ist eigentlich in jedem Haus irgendein so ein Geheimgang? Also irgendwie haben wir jetzt in 5 Häuser gewesen, wo wir irgendein Regal weggeschoben haben und dann kommt da ein Gang raus. Mann, macht Sinn, wenn man eine Bande ist, wo man geheimliche Sachen machen muss, aber okay. Von sich habe ich der. Der hat nicht zum Schimpfen, in meinem Account hat er auch sein Zeug. Okay, gut, Gleichberechtigung für alle. In eurem Haus nicht. Also ich hab quasi, wenn du rausgehst, geht's von meinem Zimmer aus, also vom Büro aus und dann gleich ins Bad rein. Das ist ultra geheim. Ne? Das ist quasi nahtlos. Miezen finden immer Geheimgänge.
Soll das jetzt eine Anspielung auf die zwei Frauen sein oder meinst du es auf Shiva und Loki bezogen? Hat er nicht gesagt. Wo ist unser Haus? Kein geheimer Keller. Ein Keller hat er schon, aber geheim ist er nicht. Gott, Scheißteil. Scheißteil. Mist. Aha. Wer wartet am Treffpunkt am Haus? Von mir raus, dann steht die Sei mit der Pfanne und dann geht's auf. Nein, nicht diese Minger. Also heute steh ich maximal noch mit der Pfanne in der Küche. Wenn ich fertig bin. Sowas in der Art. Wie lange dauert das alles noch? Wenn alles läuft wie geplant, liefern wir dich in ein paar Stunden ab. Ellie, wenn wir hier raus sind, musst du uns folgen und dicht bei uns bleiben. Meinst du, das ist eine gute Idee, wenn ich da dran schieße? Da haben wir auf alle Fälle etwas. Aha, das ist irgendeine Karte. Eine Karte mit Patrouillenrouten außerhalb der Zone Zettel im Umkreis der QZ. Westpatrouille, Südwestpatrouille, Südpatrouille, Südwesten Infizierter ist durchgestrichen. Jetzt sicher feindliches... What the fuck? Alter, der Speed von da hinten muss sitzen und bresseln darf's nicht. Ich schieb's einmal ein, vielleicht hilft's uns irgendwann einmal. Hey, das sag ich nicht. Nein, in dem Fall nicht. In dem Fall bin ich der wo Pfann schwingen muss. Aber das Schöne ist, ich muss halt nicht in die Arbeit. Und das Nachschöne ist, ich muss am Morgen nicht in die Arbeit. Bazi hat 2 Tage Freischicht und das ist doch zauberhaft. Sieh oben nach, ob die Luft rein ist. Der Luft ist hier so rein. Ja, ja. Wartet mal, da vorne ist eine Patrouille. Okay, wir können, kommt hoch. Komm, Kleine. Sei vorsichtig. Ich fühle mich irgendwie sicherer, wenn die skrupellose Tessie mit uns unterwegs ist, ja? Weil die schießt einfach einmal, wenn es pressiert. Alter, der Ring ist schon verdammt, der schaut schon verdammt gut aus, gell? Dieser Regen ist nicht gut für uns. Ach du Scheiße. Ich bin tatsächlich draußen. Warum habe ich gerade so das Gefühl, dass da noch heute noch, bevor wir einen Cliffhanger machen, noch irgendeine Scheiße passiert? Und mit Scheiße meine ich, es stirbt irgendwer. So. Okay, da ist verstopft. Hier geht's lang. Mal schauen, wo sie kriegt die Woche noch. Ich gehe die Woche noch zum Konsolenshoppen. Oh! Bloß keine Dummheiten. Los. Umdrehen, auf die Knie. Was kriegst du denn für eine Konsole? Ich melde. Okay. Die Hände auf den Kopf. Hier ist Ramirez auf Sektor 12. Erbitte Abholung von 3 Flüchtigen. Verstanden. Sieh es doch mal so. Das hier könnte sich richtig Sei lohnen. still. Genug von diesem Scheiß. Wie lange dauert's? Los mir raten, sie ist infiziert. WTF? Scheiße. Ich dachte, wir würden sie irgendwie aufhalten. Ja, das haben wir ganz gut hingebracht. Hier. Oh mein Gott. Sie ist positiv. Es hört sich komisch an, wenn man das im Jahr 2022 sagt. Verarscht? Warum schmuggeln wir ein infiziertes Mädchen? Ich bin nicht infiziert. Nein? Das hier lügt. Ich kann's erklären. Dann erklär es lieber schnell. Alter, du... Seht mal her. Egal, wie es passiert ist. Es ist 3 Wochen alt. Nein, man verwandelt sich in 2 Tagen. Hör auf, uns anzulügen. Es ist 3 Wochen her. Ich schwör's. Was hätte sie denn davon?
Ich glaube es nicht. Oh oh. Lauf! Lauf! Los! Los, komm! Okay, wer ist jetzt dies? Oh, Scheiße! 2 tote Uniformierte. Hier nach. Wir haben schnell. Okay, wir werden mal gesucht. Okay, Ellie. Auf mein Signal laufen wir. Signal. Laufen. Jetzt. Lauf! Sigi, danke für den Lurk. Bleib von dem Licht weg. Die kennt da nichts, die rennt da einfach durch. Ellie, wir müssen nochmal laufen. Bereit? Klar. Ja. Bestellt war der Xbox Series X, der PS5 ist ja fast unbezahlbar aktuell. Und da müsst ihr jetzt vor einfach einmal, ohne Kass, vor einfach einmal zum Mediamarkt, zum TV, Saturn, whatever, und bestell das vor. Ja, du musst vielleicht ein wenig warten, aber da kriegst du dann eine, sobald das eine lieferbar ist, tatsächlich, wenn du der PS5 möchtest. Die müssen durchgekommen sein. Check die Gräben. Bleib zurück. Ich kann da unten nicht sehen. Sind Sie wirklich hier lang gekommen? Das ist unser Auftrag, also weitersuchen. Unten bleiben, sonst sehen sie dich. Na los, Kleine. Bleib bei Joel. Klein für Humor, ja, aber auf alle Fälle mit am 24.12. Du darfst ja voll anbieten, wenn du mich fragst. Warte mal, jetzt ist die Frage, wo wir leichten der Zipfel rundum. Okay, da haben wir auf alle Fälle Zeit, dass wir da umlaufen. Siehst du irgendwas? Alles klar hier. Und wie ist da vorne? So weit, so gut. Okay. Okay. Hört mit Sicherheit jetzt auch keiner. Okay. Ich kann welche hören. Das ist ganz bestimmt die Rache dieser scheiß Fireflies. Mit denen sind wir bald fertig. Okay, Melon. Moment. Mist, runter. Los, los. Los, los! Mist. Wie jetzt? Wen haben die jetzt gesehen? Sie hat gesagt, die soll laufen, ich bin gelaufen. Hier können wir durch. Ja, Einstein, dreimal darfst du raten, was passiert, wenn wir mir jetzt da einfach aufziehen. Ne? Dann hört uns wieder irgendwer. Da geht es nicht umsonst einer. So genau wie es ist. Ja, das sag ich doch. Oh, Klebebandel. Nehmen wir mit. Panzertape. Hilft dabei. Panzertape hilft dabei. Komm, Ellie. Geht hier durch. Okay. Was slappt beim Furzen, also haben sie nicht gesehen, sondern gehört. Eher gerochen. Mist, noch ein Hit von dem. In Deckung. Komm schon, Joel. Ich komme. Da ist ein Panzer! Einsteigen, schießen! Scheiß drauf! Hier draußen. Wie sollen wir da vorbeikommen? Sie sehen uns noch nicht. Gehen wir außen rum. Wie sieht's aus? Sind zu viele. Ja, außenrum gehen ist eine gute Sache. Das ist. Oh, da ist was drin. Die mag ich haben. Mehr Loot. Wie jetzt? Saftlohn.
Warte mal, haben wir ein wenig Zeit, meine, oder? Mist. Sie sind hier bei uns. Versuch sie abzulenken. Okay. Wer ist da? Da drüben. Was betreibst jetzt du da eigentlich? Vielleicht waren es Ratten oder so. Oh oh. Gib mir Deckung. Ich gehe ran. Ich hätte jetzt... Deckung. Ja gut, ich hätte jetzt hinter mir geredet, dass der übers Fenster reinkommt. Dort links! Ja, von wo kommen jetzt die ganzen Schieß? Er ist hier drüben, in der Gasse. Weiter der. Ich sehe niemanden. Dort Sichtkontakt? Negativ. Hey, er ist hier drüben, im Büro. Ach, da hinten ist ein Scharfschütze. Ja, okay, da meine ich es gescheiter, ich lass mich umbringen, weil das ist, da. Take me! Da lass ich mich umbringen, weil da verbrauche ich sauber zu viele Kugeln. Das ist nicht wert. Ich hab das Spiel so gar nicht mehr in Erinnerung. Ich hab das erste Mal Last of Us, wo es auf der PS4 gegeben hat. Ja, ich hab's gar nicht in Erinnerung. Ich hab's noch nie gespielt, tatsächlich. Alter, hab ich dir. Merci für deinen Raid. Grüß Gott beieinander. Alles fit bei euch. Ja, jetzt pass auf, das machen wir jetzt einfach ganz entspannt nochmal von vorne. Immer gerne, passt, danke. Sehr gut, das hört man gern. Danke nochmal für den Raid. Stream verpasst, fix. Like gerne mal beim der Feier da drauf schauen, ebenfalls ein bayerischer Streamer. Okay. Gerne mal aufs Herzl drucken. Bitte, Dankeschön, Support ist kein Mord. Voller und kostet nichts, sag ich dabei. Ja, oh. Auf dieser Seite ist nichts. Ist da. Die Frage ist... Wer ist da? Verdammt. Oh shit. Er schnappt sie! Er ist hier drin! Mei, du dumme Nasch, du! Hättest du nicht einfach hinterm... Ich gebe Deckung. So, Tempo! Okay. Ja, genau, lauft es einmal dahinter. Das ist gut. Du blöde Schupferbrunzen, hättest du den einfach hinter dem Ding verstecken können. Was musst du einfach auch in der Weggeschichte umeinander rennen? Er darf nicht entkommen! Ich sehe niemanden. Dort Sichtkontakt. Negativ. Umgebung durchkämmen. Schmeiß mir jetzt wieder in den Lurk, muss noch essen für meine alte machen. Sehr gut. Der Fight, danke dir nochmal für den Raid und viel Spaß im Lurk weiterhin. Ich weiß halt gar nicht, wer vom DC alles streamt. Birgit, also ich kann das nur sagen, wie es bei mir ist, auf meinem Discord-Server, Ausrufezeichen Discord an der Stelle, ja. Da gibt's
Leute, die haben die Spätzle-Streamer-Rolle und da gibt es einen eigenen Channel, wo die Leute gepostet werden, wenn es live gingen. Ja? Wenn das was für die ist, schau gern vorbei, da haben lauter sehr sympathische Streamer drin. Da ist bestimmt auch der eine oder andere dabei, den du vielleicht noch nicht kennst und was das wahrscheinlich auch bereust, wenn du das nicht kennenlernst. Ja? Also ich sag's nur. Ja? Der Link ist im Ding. Schupferbrunzen, das war Bock ich nicht. Ist das sowas wie zupft die jetzt dann schon, oder? Wie soll der Schupferbrunzen auch noch einsprechen, oder wie? So, da bist fällig jetzt, du Arschkeibe. Da gehst her. War gescheiter, wenn du weißt, in der Früh im Bett liegen bleiben. So. Er ist nicht hier drüben. Die kehren zu mir, oder? Ja, die kehren zu mir. Nice. Da sage ich nicht, nein, das hat sie er jetzt. Na, brauchst du was gerade sagen? Mann, was zieht das du so? Na gut, der ist ja eigentlich eh kein Problem nicht, oder? Dann gehen wir halt einfach da weiter. Warum Moon verschwenden? Muss ja nicht sein. Muss nicht sein. Das ist eine gute Einrichtung beim Bazi. Da komme ich auch bald drauf, wer streamt. Ja, haben wir uns auch was denkt dabei. Haben wir uns auch ein wenig was denkt dabei beim Discord-Server. Tess, hast du eine Ahnung, wo lang? Es wird so anders. Da gefällt, deswegen zieht er da. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. So, was. Da wieder Lampen raus. Mal sehen, wo es hinführt. Aha, okay. Ja, das ist ja schon mal was. Da haben wir zumindest einmal von der Polizei sicher. Oder vom Militär, wie auch immer. Ja, sieht gut aus. Bleib hier. Wenigstens regnet es hier nicht. Alter, man muss sogar. Hier müssten wir durchpassen. Man muss seinen Controller schütteln, wenn die Batterie von der Taschenlampe schwach wird. Heißt das, dass quasi die Batterie komplett leer werden kann? Ist das im Bereich des Möglichen? Charlie, berichtet. Mist. Noch mehr Soldaten. Das Spiel läuft noch frei herum. Verfolgung abbrechen und Sektor 11 Bericht erstatten. Ich glaube, sie sehen uns nicht. Verstanden. Zu den Fahrzeugen. Bleibt im Dunkeln. Okay, der hat sich verpisst, Mann, oder? Hoffe jetzt einfach mal. Okay, ich tippe mir, dass wir da aufhören müssen dann. So, mal schauen. Okay. Oh, da haben wir was. Da haben wir was. Ein Schar und Moon. Sehr gut. Ah, deswegen sage ich ja immer umschauen. Verschnaufen jetzt ganz kurz. Sieh nach, ob hier irgendwas Brauchbares ist. Na klar, Boss. Hab ich schon gefunden. Tu dich nicht runter. Warum eskaliert mein Handy hier so? Steht die Frage. Oh, da ist noch was. Okay, ein Haufen Werkzeug, ein Haufen Schund, aber die Werkbänke geht man halt entscheidenderweise ab. Ja? Ah, da kann man auch noch aufmachen, da schau her. Batterie darf normal nie leer werden. Okay. Vermutlich wegen Discord meiner ist auch gerade das eskaliert. Ja, das kann durchaus möglich sein. Ich sehe es überall gerade so aus dem Augenwinkel, dass mein Handy aufleicht. Das war so war das eigentlich nicht geplant. Das war der gekonnte Testschuss, ja? Ich wollte mal schauen, ob bis dahin noch geht, weil die ist ja los geworden. Hier lang, durch das Rohr. Ich glaube, wir kommen hier durch. Bleib dicht dran, Ellie. Okay. Oh, warte. Du mit Taschenlampen ausschalten, weil das komisch ist, wenn in der Kanalisation nicht leicht. Sie rufen uns zurück.
Zurück zum Wald. Weiter. Ja, da hast schon ein wenig Zeit es ist schon ein wenig Zeit vergangen. Aber der Michi hat vorher gemeint gehabt, also ich weiß jetzt nicht, ob das sagen kann, dass bei der PS5 scheinbar ein paar Sachen ein bisschen anders sind als wie im Original. Ich weiß es aber nicht, ob das stimmt. Flying Ravenbird, habe die Batterien sind kein Thema, wenn das Licht der Taschenlampe schwächelt, einfach den Controller schütteln. Ja, eben, das haben wir gerade gehabt. Deswegen die Frage, ob da vielleicht irgendwann die Batterie komplett leer ist. Wahrscheinlich duschen habe ich was versammelt, außer Schleichsequenz, die wo erst eskaliert ist, eigentlich nichts, nein. Okay, sie sind weg. Was war der Plan? Angenommen, wir bringen dich zu den Fireflies. Was dann? Marlene, sie sagte, sie hätten dort eine Quarantänezone mit Ärzten, die immer noch ein Heilmittel suchen. Ja, kommt uns bekannt vor, Tess. Und das, was mit mir passiert ist, der Schlüssel zu einem Impfstoff ist. Oh, Himmel. Das hat sie gesagt. Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt, Mann! Ich wollte das hier nicht. Ich auch nicht. Tess, was zur Hölle machen wir hier? Ist, wenn's stimmt. Ich glaub's an... Was dann, Joel? Wir haben es so weit geschafft. Bringen wir es zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ich verstehe. Okay, habe ich das jetzt richtig verstanden? Sind wir bei Sonnenaufgang beim Rathaus. Hoffentlich. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass man mir quasi mehr oder weniger der Hoffnung nachrennen, dass für das Ganze ein Heilmittel gibt? Bin ich da jetzt auf den richtigen Trichter? Sie ist Patient X quasi, oder? Also bin ich jetzt schon richtig der Annahme, dass man mir quasi sie dass sie die Hoffnung auf Heilung hat, dass sie eventuell etwas tragt, was die ganze Zombie-Apokalypse da irgendwie negieren kann. Anscheinend ist draußen spiegelglatt, meine ich hätte es grob fast zweimal auf die Fresse gehauen. Es ist brutal momentan. Ich bin froh, dass, also Dwifey hat mir heute Mittag geschrieben, hey Alter, ist mein Blitzeis abführe. Dann bin ich kurzerhand um 12:30 noch zum Einkaufen gefahren. Ich bin froh, dass ich heute nicht mehr aussehen muss. Ich sag das ganz ehrlich, wie es ist. Aber so wie ich das verstehe, ist sie die einzige, oder ist sie eine Person, die wo gegen das Pilzvirus mehr oder weniger ein bisschen immun ist oder sich anders auswirkt? Ja gut, werden wir erfahren. Ich hoffe mal, dass die Bude da jetzt nicht geehrt wird. Meine Güte. So sehen die Häuser Sie ist antischwarz. Sie sind so groß. Wir hatten heute Eisregen, durften daher statt 2-mal 5-mal streifen. Ja, also Press F for Respekt für alle, die im Winterdienst arbeiten, das wird eine kreislige Nacht. Was ist hier passiert? Die Bereiche um die Quarantänezonen wurden heftig bombardiert. Sie hat einen Gendefekt und ist dadurch immun. Hat geklappt. Für kurze Zeit. Eisring ist eine gute Band. Ja. Okay. Vielleicht können nicht mehr Auto fahren, da wo ich mit 70 auf der Bundesstraße gefahren bin, habe ich bremsen müssen, weil vorne einer mit... Tess, hörst du das? Ja, klang aber als wär's weit weg. Ja, fahren Sie, ich sage mal so, grundsätzlich ist es bei uns auch so, aber bei Blitzeis hört sich halt der Spaß halt dann auf. Na los. Wir haben auch so Leute, die wo wegen einem Millimeter Schnee anbremsen wie geistesgestört. Aber bei Blitzeis schwierig. Ich habe die Situation schon mal gehabt, ich bin schon mal im Blitzeisregen geraten. Das war absolut nicht schön. Da war ich Gott sei Dank schon daheim. Also, oder fast daheim, da war ich schon im Dorf. Aber ich war bei uns einfach nicht mehr aufgekommen. Ich habe quasi das Auto beim Nachbarn stehen lassen müssen, weil es unmöglich gewesen ist.
Deswegen bin ich froh, dass ich halt nicht mehr aus dem Haus muss. Freunde der Sonne, der obligatorische Blick in die Ferne bei Spielen. Ja? Mann, das ist ganz schön tief. Da sieht man zwar jetzt nicht allzu viel, aber man kann die Grafik einmal so ein bisschen wirken lassen. Da drüben ist das Rathaus. Ja, wir müssen da irgendwie durch. Das hier soll das Stadtzentrum sein? War es. Jetzt ist es nur noch Brachland. Du hast es gesagt, das war das Stadtzentrum. Hier drüben. Und da geht's auf alle Fälle auf. Schauen wir mal. Orchidee, habe ich die Ehre, servus. Grüß dich. Alles fit bei dir? Blitzeis und Eisregen sind grausig. Mein erstes Auto habe ich 3 Tage gehabt und 2 cm dick das Eis drumherum und 1 Stunde vom Absch... Ja. Vor allem, wir haben es jetzt die Woche gehabt, ich habe ja Nachtschicht gehabt, jetzt 3 Tage. Bei mir war es teilweise so, dass meine Tieren zugefroren haben. Ja? Ich habe mein Tier gar nicht aufmachen können. Gefunden? Nein. Soweit und bei dir? Sehr schön. Das freut mich zum Hören. Soweit auch ist gut. Oh, Bleib was haben wir einfach da? in ihrer Nähe. Zirkelstor. Okidoki. Für alle Fälle. Backelt mir mal ein. Hey, Tess! Komme. Da ist ein Tier, da wird es wahrscheinlich durchgehen. Ah, da hätten wir jetzt auch so aufgehen können, okay. Der gute Flachbildfernseher. Wieder Schubladen mit nichts drin, verstehe die Frage nicht. Okay. Ah, da hinten geht's auch noch einer. Ach, wir haben ja jetzt einmal... Nein, haben wir nicht. Lul? Ah, lol, da haben wir auch gekommen. Mit Hammer und mit Morsel teilweise durchgegangen. Ja, da weißt du halt, dass es ziemlich eisig ist. Ja, okay, wo müssen wir jetzt hin? Montag um 7 mit Tieren auch nicht aufgeregt, alles gefroren, hab die Eiskratzer durch die Rückbank im Kofferraum. Der Moment, wenn du dann in der Früh Akrobatik machen musst und du es eigentlich nicht willst. Du aber auf der anderen Seite auch nicht der Frieren mehr jetzt. Hä? Lol, wo müssen wir denn jetzt hin? Oh Gott, da geht's ja auch noch einer. Okay, Lost Place ist auf alle Fälle am Start, der hat einen Schlüssel, oder was? Er wurde zerfetzt. Ja, dann können wir 3 mehr ran, wo es gleich kommt. Ist das schlecht? Ja, vielleicht. Trödeln wir nicht rum. Kaum gruselig. Was ist das? War das ein Schui oder was? Ich habe schon überlegt, ob ich in Zukunft meinen alten 40 Zoll TV als Zockerbildschirm für die Xbox oder PS5 dann am PC dran schließe. Ohne Scheiß, bei mir wird es auch so werden, dass wenn ich mir umgezogen bin, werde ich meinen alten 32 Zoll 4K Fernseher an meinem PC stecken und halt 3 Bildschirme. Da muss ich aber noch schauen, wie das technisch umsetzbar ist. Aber das sollte eigentlich gehen. Ich müsste normalerweise noch einen HDMI-Port haben. So, was haben wir jetzt da? Einsatzleiter Waters, Operationsgebiet 243.8a. Sie
hat's wohl beim Warten auf Verstärkung erwischt. Vor allem, wenn du nicht der Einzige bist, sondern der halbe Mitarbeiterparkplatz. Ja, das ist so mies, du möchtest eigentlich von der Arbeit heim und dann kannst du dich mit so einem Scheiß abbergen. Und weißt du, was der richtige Endgegner ist? Wenn der Schein von innen angefroren ist. Dann hängst du nämlich mindestens eine Viertelstunde, je nachdem, was für Ausstattung du bei deinem Auto hast. Da hängst du erst einmal fest. Sie nutzen Geräusche. Wie Fledermäuse? Genau. Wenn du ein Klicken hörst, versteck dich. So orten sie dich. Ich hätte dann 3 Bildschirme mal und an Kraka kann ich 4 dran hängen. Ich müsste 3 haben. Aus dem wachsen schon Blärmen raus. Kenny, hast du jetzt mal, das ist so gottlos, wenn du von der Nachtschicht rauskommst und du hast dann innen angefrorene Scheimer. Aber habe ich Gott sei Dank heuer noch nicht gehabt. Weil ich tatsächlich oben schaue, dass ich alles feuchte aus meinem Auto, also so Handtüchel oder irgendwie sowas, Sporttaschen und so weiter und so fort. Zusätzlich lassen sich neue Fähigkeiten an den Drücker. Wir haben jetzt eine Pille gefunden. Lauschmodus. Wait a minute. Fertigungszeit, Lauschmodus, Distanz, maximale Gesundheit, Heiltempo, Schwanken der Waffe, Messermeistern. Verringert die Waffenabweichung von 100 auf 50%, okay. Lauschmodus erhöht die Lauschmodusentfernung von 100% auf 200%, Fertigungszeit erhöht die Fertigungsgeschwindigkeit von 100. WTF? Okay. Ach, das kostet... okay, wir brauchen da 50 Pillen und wir haben 5. So, also das sind die ganzen, Dokumente. Okay. Jetzt Moment. Man muss selber speichern. Okay, ja gut. Sparen müssen. Ja, okay, passt. Nichts passiert. Alles ist total okay. Ja, das ist super, wenn wir mir in einen instabiler Wolkengrad so umeinander rennen. Da ist mit Sicherheit alles in Ordnung. Hilf mir hier mal. Mein Windschutzscheibe ist ein richtiger Dreieck. Abgeratzt vom Außen, fahr los und 5 bis 10 Minuten später stehst am Rand, weil du warten musst, weil innen alles so gelaufen ist und man nichts mehr sieht. Ja. Also ich kann einen Rat oder einen Tipp geben. Ja, weil über das bin ich selber schon drüber gefallen und es war nicht spaßig. In der Regel hat ja jeder seine Scheibenwischanlage, hat er ja Flüssigkeit drin, die normalerweise bis zu minus 30 Grad gefrierfest ist. Okay? Ich habe damals einmal den Fehler gemacht gehabt, da war es ungefähr auch so minus 5, minus 6 Grad kalt. Und mein Scheiben war dreckert. Außen. So, Bazi schaltet Scheibenreinigung an. Das war auch wieder, wie ich von der Nachtschicht heim war. Und ich habe das Auto aber zudeckt gehabt. Also sprich, mein Scheiben war nicht angefroren, aber sie war halt einfach verdreckt. Wahrscheinlich halt durch die Matten, durch die Thermosmatten, wo sie drauf gehabt habe. Der Herr Bazi fährt weg, schaltet seine Scheibenwischanlage ein. So, und was passiert? Mir gefriert instant die Scheiben fest. Ja, also du kannst dann richtig zuschauen, das Scheibenwischmittel, was ja eigentlich bis zu minus 30 Grad, also quasi frostfest ist. Du siehst direkt, wie sich da der Eisfilm bildet. Und dann stehst du mitten auf der Straße, weil du gar nichts mehr siehst. Also passt da auf, weil der Fahrtwind, wenn es saukalt ist, natürlich kälter ist als wie minus 5 oder minus 6 Grad. Also unbedingt aufpassen bei sowas. Nicht, dass man da mit rüberfällt. Ist Gott sei Dank nichts passiert. Boah, leck. Dafür ist der Scheibenheizung als Standardbasis. Okay. Das ist, Fonsi, das ist super, wenn man sowas hat, aber die meisten haben keine Scheibenheizung nicht. Oder eine Standheizung. Den Luxus, den haben die meisten nicht, auch ich habe den nicht. Wenn du natürlich eine Scheibenheizung hast oder eine Standheizung, dann hast du da keine Probleme, weil du steigst in dein Auto ein, aktivierst Scheibenheizung, 2 Minuten später ist alles komplett frei. Aber die meisten haben nicht, auch gerade das nicht.
Eine Hinternheizung hätte ich gern, die habe ich tatsächlich. Eine Sitzheizung oder der GT. Das habe ich letztens auch gemacht, das ist saugefährlich, wenn du da nicht fast drauf bist. Jetzt, wenn du da irgendwie auf der Autobahn unterwegs bist, weißt du schon, Alter, dann bist du in Polen offen, gell? Ich war ja in dem Fall nur 50 unterwegs, ja, aber am Wandblinker da und hab geschaut, dass ich rechts zubekomme. Aber das ist halt gottlos, wenn du halt wirklich gar nichts sagst. Ja. 1995 hat es das noch nicht gegeben. Ja, gegeben hat es wahrscheinlich schon, aber das war halt damals sehr, sehr exklusiv. Sitzheizung gibt es ja so gesehen auch schon ewig. Aber das ist halt früher damals halt, das war halt damals den Premium-Modellen vorenthalten. Ne? Mittlerweile, Sitzheizung ist ja mittlerweile, wenn du heute ein Auto kaufst, ist Sitzheizung eine Standardausstattung. Das hat mittlerweile jedes Auto eigentlich. Was früher war das undenkbar, dass du, wenn du ein Auto kaufst, dass du eine Sitzheizung hast. Da hast du halt damals schon richtig Kohle haben müssen. So, wo müssen wir jetzt wieder? Jetzt müssen wir uns wieder besonders umluren. Ah, die stehen ja nicht schon da, ne? Sollten wir vielleicht mal schauen, wo die zwei Weibsen hingehen. Machen wir, dass wir hier wegkommen. Oh, okay, Mann. Das war mein Büro. Warum erfasst das jetzt? Ja, sorry. Hä? Lul? Ah, da schaut's mir an, wie wenn es da weitergeht. Hey, aber da waren wir doch vorher gerade. Messer benutzen, okay. Okay. Ah, da schau her, da gibt's den fetten Loot. Schuss, sehr gut. Ein paar Schreif. Da sonst noch irgendwas, ja, da müssen wir uns einmal ein wenig umladen da. Sehe ich schon. Okay. Ja, mir ist die Info entgangen, wo wir hin sollen. Wo haben denn die anderen zwei jetzt eigentlich? Hallo? Ja, ihr steht's jetzt da herin. Da oben. Scheiße. Ah ja. Okay, ja, der hängt kopfüber. Mal sehen, ob es da weitergeht. Aber meiner hat es leider nicht, weil italienische Ausführung. Sicher. Hab das Jahr ein neues Auto gesucht, die hatten teils gar keine Sitzheizung, aber 2 Jahre alt. Okay, das wundert mich aber. Das wundert mich aber. Okay. Scheiße. Was ist los? Ja, genau das ist das. Das ist, wie gesagt, da passt so unbedingt auf euch auf. Das kann ganz schnell ganz gefährlich enden. Okay, die werden wir sneaky peaky jetzt irgendwie austribbeln. Da können wir raus, über das Gerüst. Ja, geh du da mal hinten hin, damit ich da mal...
Über was für ein Gerüst? Ach, dahinter, okay, ich hab schon gesehen. Okay, ist er der Blumenzombie oder was? Der Medikit, sehr gut. Ich glaube, das war's. Ellie, alles klar? Bis auf die volle Hose. Alles klar. Sauber in die Hosen genädelt. Dann los. Die Treppe ist dicht. Gehen wir wieder hoch? Bitte, die Damen. Okay, komm. So. Schauen wir mal. Verrückt. Nicht nach unten schauen. Ja, der mal Fenster putzen, das passt. 20 Jahre alte Plattform, Geräte und Bomben ausgesetzt. Das könnte ganz schön schief gehen. Ja, nice. Hätte ich überhaupt kein Bedenken nicht. Komm schon, Ellie. Hier. Ja. Nicht runterschauen. Bloß nicht runterschauen. Alles okay. Wir müssen da durch. Okay, da lag der Meinungsverstärker-Heizel, aber das brauchen wir jetzt nicht. Da liegt. Achso, okay, jetzt sieht man das Klebebandel. Runner. Was ist das? Ich sehe mir das an. Bleib bei dem Mädchen. Oh, ist das eine neue Pistole? Revolver, neue Waffe. Du kannst eine Waffe pro Holster ausrüsten. Zusätzliche Waffen werden im Rucksack aufbewahrt. Halte 4 gedrückt, um den Rucksack zu öffnen. Ah, okay. Ja, nice. Ja, passt. Okay, nice. Weiß ich Bescheid. Der Revolver ist halt dann wahrscheinlich auch stärker. Schaut so aus, wie wenn die betroffen ist. Oleg. Allein sprinte, um zu fliehen. Achso, da. Ja, und wohin? Ja, gut, dass Zombies nicht kraxeln können. Okay, sie können doch kraxeln. Nice. Zombies können kraxeln. Ich habe jetzt nur nicht ganz so. Ich habe jetzt gerade nicht so wirklich peilt, wo ich. Muss ich da überhaupt her? Wo haben die anderen zwei jetzt schon wieder? Oh, der hat Schuss. Warte mal, wie ist. Hä? 5. Also meines Erachtens ist das... Fonsi! Tust denn du da schon wieder? Merci dir für deine 5 Gifted-Subs an die Kattel, an den Sauron, an den Pichler, an den Chef Cooper und an den Manuel. Dankeschön. Leute, viel Spaß in der
viel Spaß mit dem Maus und willkommen in der Party Game. Fonsi, danke dir. 5 Subs, das muss nicht sein. Das ist zu viel. Hey, wie ist denn das jetzt? Ah, das so ist das. Nein, du sollst mal... Da, das sollst du machen. Ich mach Scheiße. Ja, das habe ich schon... Das habe ich schon gespannt. Ja, das sind ungefähr 7 Millionen Zombies, die wo da kommen. Ja, okay, heute. Warum ist er jetzt da nicht aufgestiegen? Mir war da noch, danke dir. Ja, ich hab keine Ahnung, ob ich da jetzt überhaupt hin soll und was ich da jetzt machen soll, weil die anderen bleiben einfach da oben stehen, die interessiert das irgendwie nicht. Keine Ahnung. Ja, der kann nicht unendlich, ja okay, der kann nicht unendlich sprinten. Okay, alles klar. Ja, jetzt, okay, ich hab's verstanden, ich weiß, was ich machen muss, okay. Okay, ich weiß, was ich machen muss, aber das machen wir dann das nächste Mal. Ich hab da hinten, du musst die da aufschleichen, musst die Kisten da vorschirmen und dann musst du durch die Tür durch, offensichtlich. Und du musst für die anderen quasi einen Weg frei machen. Habe ich schon verstanden. Achso, der speichert automatisch, oder was? Ja, legen wir mal neue Spieldaten, damit ja auch nichts passiert. Weil wir jetzt so viel vom Eis geredet haben, war ich jetzt Brennholz. Hast du einen Gefrierling, haben wir quasi einen Gefrierling in die rausgelassen, oder wie? So, Freunde. Was sagen wir denn zu den ersten, ja, knapp 2,5 Stunden, oder wenig über 2,5 Stunden The Last of Us? Ich glaube, es ist eine zauberhafte Idee gewesen, dass wir das ins Programm aufnehmen. Also ich muss sagen, mir taugt es bisher brutal gut. Also ich kann echt nix sagen, was mich stört bisher. Man muss ein bisschen aufpassen, wo man hingeht. Ja? Es wird da halt quasi mehr oder weniger nicht gesagt, wo du lang musst. Du musst den Weg quasi mehr oder weniger selber finden. Was eigentlich für so Survival-Genre spricht. Ja? Weil im echten Leben wird da auch nicht gesagt, wo du hingehen sollst, wenn du irgendwie in Not geraten bist. Dann sollst du am besten selber wissen, wo du hinstapfst. Aber von daher, Steuerung ist noch ein wenig gewöhnungsbedürftig, da muss ich mich nur ein bisschen einfuchsen in die ganze Geschichte, aber ich glaube, das kriege ich mit der Zeit hin. Ich hätte jetzt gemeint, du hast draußen draußen einmal so einen Scherm von der Straße gekratzt und dann ins Glas rein und Vollgas, gib ihm. Cringe. Aber gut. Ja, ich merke, ich hab vorher gerade so festgestellt, wir spielen momentan viel ballerlastige Spiele. Wir spielen mal Tomb Raider, jetzt spielen wir The Last of Us. Aber gut. Es hat schon ein bisschen Ähnlichkeiten zu einem Plague Tale. Ähnlichkeiten, ja, beziehungsweise eigentlich müssen wir anders sagen, Plague Tale hat Ähnlichkeiten zu The Last of Us, weil The Last of Us ist ja wesentlich früher erschienen. Aber so kann man nichts sagen. Wie war das mit den Shooter? Ja, ich sehe schon, da bin ich in ein Fettnäpfchen getreten. Ego-Shooter waren. Das wird's nicht erleben. Also einen richtig reinrassigen Ego-Shooter, das wirst du bei mir nicht erleben. Das ist einfach, ja. Du sagst es, ich bin mit normalen Action-RPGs schon überfordert mit dem Aimen. Aus mir wird kein Shooter-Spieler mehr. Ja? Also, ich bin mehr so der wo sehende Spiele spielt, ja. Also Story-Spiele, das alles, was wir das ganze Jahr über gespielt haben. So, da hab ich was davon, da habt ihr was davon. Und so soll es das sein. Und wenn die Story gut ist, auch nicht. Auch dann nicht.
die Story von einem Call of Duty oder von einem Battlefield, die kann auch so gut sein, spiele ich nicht. Spiele ich nicht. Das ist nicht meine Art vom Spiel. Ich mag sie eine Spiele nicht und ich hätte da keine Freude nicht dran. So. Ich schaue mir es gern an, so ist es nicht. Also ich schaue jetzt andere Leute zu, wenn es keine Ahnung, eine Call of Duty Story spielen, das ja, aber selber spielen ist nicht mein Fall. Das, bei einer runden Quake war ich dabei. Da bin ich voll bei dir. Es kann nicht jeder das Gleiche machen, sonst ist es ja langweilig. Ja, der Firming an anderen Konsole spiele nicht. Ja, da wo ich total narrisch bin danach. Ne? Aber ich glaube, content-technisch passt das schon. Also zumindest mache ich das fest anhand von euch, wie oft und regelmäßig das hier da seid. Worms, stimmt. Ja, Worms ist wieder was anderes. COD ist irgendwie langweilig, ist Geschmackssache, ja, aber ich mag auch lieber solche Games wie gerade, ja. Es ist genau so, Birgit. Wie gesagt, das ist eine Meinung und eine Geschmackssache, das ist bei jedem verschieden und das ist auch gut so. Aber ich habe mehr von solchen Spielen, wie was wir jetzt gerade gespielt haben oder was wir das ganze Jahr überzockt haben. Ja? Natürlich lässt man sich einmal auf Experimente ein, so ist es natürlich jetzt nicht, aber ich war noch nie der Shooter-Spieler und ich werde es auch nie werden. Aber gut. Leute, noch schnell eine Kleinigkeit, das habe ich heute am Anfang vom Stream gesagt, ich sage es jetzt auch noch mal schnell kurz dazu, weil jetzt deutlich mehr Leute da haben. Es hat 2 Änderungen bezüglich der Kanalpunkte-Belohnungen gegeben. Einmal die Belohnung Controller umdrehen, die ist komplett rausgelöscht worden, die habe ich rausgenommen, das war irgendwie nicht so das Wahre, was ich gemeint habe. Zudem, glaube ich, sind 5000 Kanalpunkte ein bisschen too much gewesen, dass sich einer denkt, jawohl, ich hau jetzt 5000 Kanalpunkte auf den Kopf, damit er 3 Minuten auf der Stelle steht, weil er mit seinem Controller nicht umgehen kann. Diese Belohnung ist entfallen. Ja. Genauso ist auch entfallen die Gnädelcam, ja, als Kanalpunkte-Belohnung, weil es im Endeffekt dasselbe in grün ist. Die hat 7.500 Punkte gekostet. Im Endeffekt, dass ich 3 Minuten Pause mache und ihr halt die Flauschgnädel im Endeffekt begutachten könnt. Aber aufgemerkt, ich hab's natürlich nicht komplett rausgenommen. Ja. Die Gnädelcam hat noch Bestand und zwar im Pausenscreen. Okay? Also immer dann, wenn ihr mal eine Pause macht, was vor allem eher mal bei Wochenendstreams passieren kann, da wo ich mal eine Pause machen kann, dann sagen wir mir ab jetzt im Pausenscreen die Gnädelcam. Ja, also die wird nicht mehr als Kanalpunktebelohnung verfügbar sein, aber halt immer dann, wenn ihr mal in den Pausenscreen wechseln muss. Wenn so Streams sind wie heute unter der Woche, ist unwahrscheinlich, weil ich da in der Regel keine Pause nicht mache, da ziehe ich meistens durch. Aber ja, es ist glaube ich eine Lösung, die wo für alle passt. Der Mats am Dachel, ja, das ist sein Standardplatz. Das ist der Dachelmotz. Gott, ist das putzig. Ja, das ist mehr oder weniger Stream-Attraktion, ja. Die haben von Anfang an mit dabei. Und kommen immer mal wieder vor. Aber ich glaube, das ist eine gute Lösung also. Ja, gerade, dass ihr Bescheid wisst. So. Dann, Freunde der Sonne. Schauen wir mal, wer noch live ist. Ich habe mit Anfang 20 vor 10 Jahren COD gespielt, auch online, aber das ist irgendwie nicht meine Welt. Ja, online ist sowieso eine komplett andere Welt. Wenn du online COD oder Online-Spiele spielst, das ist eine ganz andere Liga. Bazi in Gnädelcam. Ich sitz doch da! Du hast Kaninchen, ich habe eine riesen Hamsterratte und 4 Albino-Ratten. Okay, nice. Also ich bin... also eigentlich gern es meiner Freundin, aber wir kümmern uns gewissermaßen beide drum. Und ich hab mir halt dann gedacht, hey, wenn die schon in dem Zimmer da sind, dann machen wir halt, dann integrieren wir es halt mit in den Stream. Und das ist zauberhaft angekommen bei den ganzen Leuten, die wo da sind. Also jeder der wo vorher nicht flauschig war, ist spätestens noch ein Anblick von denen 2. Aber ja. So Leute, ich schaue jetzt mal, wer live ist. Moment. Ich gucke. Ich habe einen Look in der Hand, Z ist das Haustier, macht auch nicht. Also nur noch die Frage, ob er... Nein, das sage ich nicht. Ich weiß nicht, ob er aus Haustier zeigt, keine Ahnung.
Das darfst du entscheiden. Ich hab COD 1 bei Release gespielt, dann keins mehr. Ist auch schon ein paar Tage her. COD 1? Alter! Da mache ich Leute noch gar nicht auf der Welt gewinnen, habe ich gehört. Wir brauchen mal einen Raid. Freunde. Wir raiden wollten wir. Ja. Ich hab jetzt. Ob's da war das online? War das online, ja, tatsächlich. Ja, gehen wir zum Wade. Dave the Diver spielt der. Oder raiden wir mal wieder. Also wir können einen Wade raiden oder raiden wir mal wieder einen ganz neuen, den wo ich noch nicht kenne. Chris, habe die Ehre. Wadi vom Podcast? Nein. Der Motze, der Wadenbeißer. So. Wer ist denn bei euch so live? Also ich hätte jetzt einen Wade, einen Narias, einen Basti und Mr. Satan. Mr. Satan hätte ich auch da. Naja, ich wollte gerade sagen, naja, war schon mal wieder cool. Sonst habe ich nur Valorant, GOW und Just Chatting. Ja, ich hab auch nur Valorant und Shooter. Gut, ja, ich hätte einen Elotrix dran, der spielt Witcher, aber das kommt nicht in Frage. Mac, habe die Ehre. Alles fit bei dir, steht, dass du einer schaust. Ich hätte eine, die tut gerade so Anime-Zeug zeichnen, aber ich kenne mich da nicht aus. Na freilich, sehr gut, das hört man gern. Ja, jetzt passt's auf. Jetzt, warte mal, Moment. Ist irgendwer... Jetzt Brenner, habe ich der, servus, grüß dich. Wer ist denn... Die wichtigste Frage ist, wer ist denn in der Kategorie online? Schauen wir mal. Lul, ich bin der einzige Deutsche. Toll, das hat sich dann also auch erledigt. Schön. Danke fürs Gespräch. Ja, Leute, jetzt passt's auf, wir gehen jetzt einfach zum Wade. Gehen wir einfach zum Wadenbeißer, der spielt Dave the Diver. Das wird dann schon passen. Pünktlich zum Raid noch kurz reinschauen. Ja, passt, ist doch optimal. Was? Du hast gerade einen Dialektstreamer gefunden? Der von Pistenbully. Was Pistenbully? Was ist denn der? Wie heißt denn der? Sandwich HD. Schau, den schauen wir uns mal an. Moment. Ah, der hat 71 Viewer, der ist zu groß. Der ist zu groß, der hat 71 Viewer. Ja, da gehen wir zum Wade, das passt dann schon. Okay. Da haben wir nicht lange umeinander, der Wade gefreut sich. Leils, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hat mich gefreut, dass da wart. Wieder mal. Schön, dass es taugt. Bei mir, bei uns. Last of Us, glaube ich, ist ein gutes Projekt. Das lassen wir bei. Auf alle Fälle. Nächster Stream wird am voraussichtlich Sonntag sein, Freunde. Unbedingt einen Kalender schreiben. Wir machen mal Sonntag einen Community-Zock ab 9:30. Da werde ich das Programm dann noch in Discord schreiben, wahrscheinlich morgen Abend irgendwann um den Dreh, dann wisst ihr Bescheid, was genau aussteht. Da darf jeder mitspielen, anlässlich der 200-Follower-Grenze, die wir mittlerweile auch schon wieder deutlich überschritten haben. Das ist absoluter Wahnsinn.
Und ob ich Samstag live gehe, weiß ich noch nicht. Eventuell komme ich auch Freitag noch mal live, das weiß ich aber auch nicht. Morgen auf alle Fälle nichts. Sonntag ist auf alle Fälle gewiss und alle anderen Tage, das sage ich dann noch rechtzeitig in Discord. Kommt da gerne noch drauf, wer noch nicht drauf ist. Ich glaube, dass es vorher gesagt hat, dass einige dazugegeben haben. Das freut mich schön, dass es da hat. Gerne noch auf den Daumen drücken, wenn Ihnen gefällt, was ich da betreibe. Ja, kostenloser Following da lassen. Lasst mir die Community einfach weiter wachsen, dann haben wir mehr Leute und mehr Leute haben wir gut. Ganz einfacher Fall. Dann wünsche ich euch einen schönen Mittwochabend. Ja, geht's mir nicht mehr zu stark aus bei dem Blitzeis und wenn es doch noch mehr aussehen müsst, passt bitte auf euch auf. Dann hören wir uns spätestens am Sonntag wieder zum Community-Zock. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Wade und Dave the Diver. Aber ihm gern Liebe da lassen, ist ein sympathischer Kerl, der sein Bart meinetwegen verloren hat. Ja. In diesem Sinne, habe ich die haut's in Geine und bis spätestens Sonntag. Für euch. Und merci für den ganzen Support heute wieder. Das ist ganz wichtig. Ganz neuer Follower, merci Name von Sie, merci für deine 5 Gifted Subs und so weiter und so fort. Wisst ihr, wie es ist. Und für die ganzen Raider. Es sind so viele Supporter da, ich komme nicht nach. Schleicht euch jetzt. Für euch. Look at that booty, show me the booty, give me the booty, I want the booty. I forgot. Stop it. Danke dir. Oh. Was für dicke Steine. Zupft's euch. Genau so. Hashtag Schupferbrunzen.